Dann begrüßen ich ganz herzlich. Ich werde am Namen vom Mouvement Ökologique, ich werde durch den Abend feiern mit Christoph Morocco zusammen, ihn als der Responsable wie Klima- und Energiefroh bei uns. Tout d'abord, il y a une traduction en français pour ceux qui l'intéressent. C'est Madame Zoukoli, même la présidente de l'ASTI, qui fait la traduction. Ceux qui sont intéressés à cette traduction doivent aller en bas avec leur curseur. À droite, ils voient le signal interprétation et cliquez dessus et toc, ça devrait fonctionner. Alors, on vous encourage à la faire. So, da so vielmals merci auch dem Carol Diesburg und dem Claude Turmes, dass sie kurzfristig bereit waren, den Abend als den nationalen Energie- und Klimaplan 4 zu stellen. Ich meine, die auch geboren gehen am Mouvement Ökologique, weil mir den anderen Kunden, dass aber viel Leute noch nicht an dem aus muss genau wissen, wer dran steht. Und dafür wollte mir davon profitieren von diesem Instrument vom Zoom, wo der war ob relativ einfach erderweise ermöglicht, eine Flotdurchstellung zu kreieren und noch eine Diskussion zuzulassen. Der Christoph wird die inhaltliche Introduktion zum Thema machen, von dem Mouvement Ökologique aus, von mir aus 2, 3 konkrete Remarken nach. Das ist so, dass mir auch während dem Vortrag vom Carol Diesburger, vom Claude Turmes verständnisfrohen zulassen, die aber wann ich gelieft via Chat schreiben, und da werd ich oder den Christoph die abgreifen. Also wie gesagt, keine mündliche Wortmeldungen mehr via Chat. Und nur die Vorstellungen ist dann aber natürlich eine Lebensdiskussion möglich. Aber wir werden noch, ich meine, Carol Diesburger und Claude Turmes wissen das, gegebenenfalls einerseits auch vielleicht ein am Vortrag draufhalten, Energiemien, weil man einerseits mengen, dass es mir lebendig geht, und vielleicht mir auch als andere Kunden sagen, nur froh, aber kein höllefreich sind für das Ganze. Voilà, ich meine, das war die Hauptsache von den Prozeduren hier, und noch zu ihrer Information nach ein mir holen immer das Veranstaltungen ab, dass sie kann nur gucken, das hat mir auch eine Mail gesagt, an den Abend als auch Pressvertreten, just dass da wisst, dass das aber auch abgegriffen wird von der Presse. Also du keine interne Reunion, das wird das so eine öffentliche Veranstaltung. Ich will auch so dass immer die klassisch froh duzt oder jetzt ein Referent. Ich meine, das ist einfach so, dass bei aller Distanz, die ihn hört, aus einem Rolleverständnis, ich als Präsidentin und Caroline Thürm als Ministerin, du hört natürlich ein Selbstverständnis von einer Rollendistanz, wie am Pech, dass ich aber 20, 30 Jahre kenne, dann schmengen, das gerade so künstlich sich bemol zu dir sind, wie einfach nur zu dem Du zu stehen, den aber so lange hört. Mir genug eine inhaltliche Distanz, machen du. Voilà, das wäre, Christoph, gingst du da vielleicht kurz ein Thema aufhören? Ja, yes, genau. Also trotz Publikavertiv vielleicht just 2, 3 Sätze zum Nationalen Energie- und Klimaplan, auch genannt NSEP oder PNEC, das auf Basis von der EU nicht alle Memberstaaten von der EU so einen Plan erschaffen. An dem Plan wurden 3 große Ziele festgesetzt. Das CO2-Reduktions-Emissionsziele, dann das den Undeel von erneuerbaren Energien und der dritte ist die Effizienzsteigerung. Voilà, das ist das die Ziele Gülle für bis 2030, das ist das eine Sort Roadmap, so ein Schlummel, wie Lützeburg seine Ziele will erreichen, durch die Mesuren dran, Instrumente, die dafür gebraucht werden. Und das ist ein immens umfangreiches Dokument, das auch einen sektoriell übergreifenden Impact hat. Und du war die Idee eben von uns eine Veranstaltung wie die heute zu organisieren, ganz einfach für einerseits mal zu gucken, was dürfen dann für Ziele verankert, sind die auch real erreichbar, auf einer wissenschaftlicher Basis dürfen die erschafft, an eben wie ich just auch so, wie der sektorübergreifenden Impact hat, stellt sich natürlich auch froh, was ist das genau für die Einzelsektor. Und das war ein bisschen die Idee, und das ist auch der But von dieser Veranstaltung heute Abend. Und ich meine, dass Madame Ministerin Carol Diesburg, die wird die erste Präsentation machen. Ich gucke noch direkt für euch heute den Screen zu sharen, und dann könnt ihr auch schon fort. So, hallo.
Bon, vielmals merci, Christoph Marocco, und merci auch Blanche Weber für die Intro. Schönen guten Abend. Auch meinerseits ist alle Guten. Und ich muss als erstes mal so ein ganz, ganz großes Merci, dass wir heute als die Zeit gemeinsam holen für über wirklich ein wichtiges Dokument am Klimabereich. Das wichtiges Dokument, weil das soll die nächsten Jahre guidieren, den Klima- und Energieplan zu debattieren. Merci, dass man die Chance hun den nowen noch den lewechen Chance tun, op den ich mich persönlich freeen, weil het kann ihn net permanent vu Klimaschutz schwätzen an der Wichtigkeit an aber net debattieren, weil dat gehört dazu an, wann net an den letzten Joren die Jung massiv op Stroßgange werden der Jokote sieht letzte Woche Preis. Zu Lützeburg war net an den letzten Jahren ganz viel Leute ONGen thematisiert hätten, wie wichtig die Krise ist, dann mengenech hätte man nicht die Dynamik, die man als tun, mehr, und das unserem direkte mehr, wenn man lo den nächsten Slide-Gift holen, dann also nicht mehr spät wie heute, wo noch wo den UNFCCC an sich sieht, den Update von den nationalen Kontributionen, wo ich 75 Partien, den Deel vun de Länder hier Kontribution gerecht, die hat mis bis 2020 Straseval am Akkor vu Paris, woch jo immens Chance hat, den der fir Europäer mat ze negociieren, Hummeration Ziel gesät, dat dass man de Klimakris op 2 Grad begrenzen an alles Mächer fir 1,5 Grad ze bleiben, wie du wirst wie heich das den Challenge ass, dass man Neutralität errechen, an der Twitter halschend, die wëse aber auch, dass an dem Pariser Akkor nach 5 Jahreszyklen mat dra sinn. Dat heißt, dass man all 5 Jahre als ein Niveau d'Ambition mussen opsetzen. Das ist ein ganz wichtigen Deel vom Pariser Akkor, dass man mussen Upassungsstrategien und den Klimawandel machen. Wann der Pariser Akkor wäre nicht gehen, wenn man nicht auch so eine Aktionsagenda gehabt hat, wo alle Länder hier national Plan, hier national Kontributionen schon am Vierfeld am Uprun angefangen hätten zu erschaffen, gesagt, was machen wir? Die Europäische Union hat dem Moment gesagt, wir reduzieren 40%. Lo wäre die Aufgabe, bis 2020 als Ambitionslevel herabzusetzen. Das war auch eine Aufgabe, die wir aus Paris gehen hätten. Und die neueste News darüber sind, dass eben just ein Teil von den Ländern die Pläne herabgesetzt haben, wo wir nachher froh sind, dass wir bei denen sind, die an die Richtung NRW sind. Ein wichtiger Rapport aus den letzten Jahren, die wisst, dass der ganz Zusammenspiel im Bereich Klima, da ist immens wichtig, dass wir Science au Bord tun. Wir wissen, mit der aktuellen Krise, wo wir auch ganz dringend die Wissenschaft brauchen, da sind, weil ich den am Klimabereich schon 20 Jahren so was, ein ganz wichtiger Rapport, auf den ich will hinweisen, ist der Rapport vom Weltklimarat, der Rapport zu 1,5 Grad, wie erreichen wir das? Weil das wäre ja ein großer Win, weil für Paris hat kein Mensch gedurcht, dass wir 1,5 Grad gingen mit bringen an den Akkor von Paris. Das war just möglich durch kluge Allianzen mit ganz viel ambitiöse, wo Europa mit an dem Lied war, dass wir die Allianzen mit den Inselstaaten, mit den least developed hätten. Wichtig ist, du wirklich auch einen wissenschaftlichen Stand der Dinge immer mitzudenken. Das heißt, das macht weltweite Niveau. Und das gilt nicht für Europa, weil Europa muss einen Schritt mehr machen. Zerregasen müssen Talschen reduzieren bis 2030. Und Klimaneutralität spätestens muss 2050 erreicht sein, wenn wir wollen die Krise begrenzen und bei 1,5 Grad bleiben. Das ist eigentlich just für nach für am Thema ran zu klammen. Nächstes Slide, wann schläft. Nächste Slide gesieht das, was Christoph Fedrun schon erwähnt hat. Für Europa war man Pariser Akkor Klimapolitik nicht neu. Europa hat 20 Jahre Klimapolitiken en place an den verschiedenen Bereichen. Bis 2020 wenn wir ja nach dem Kyoto-Protokoll vor, und hat Europa sich zum Ziel gesetzt, 2020 CO2-Emissionen zu reduzieren, erneuerbare zu developieren an die besten Energie aus der, die man nicht braucht, also Effizienz 20%.
an Europa huet ze Stu de Niveau d'Ambition opgesat an mir hunn och an all Inselbereicher hummer sektorialpolitike mir hunn engerseits am Bereich vun den CO2 Emissionen hummer den Emissionshandel wie hun dat wat als Staat selber muss Regulation vom Effort Sharing also wat jeder Land mcht da gëtt et Regulationen zu den Autoen an Landnutzung. Da gëtt an den neue Erneuerbare, an der Effizienz, Performance vun de Gebäier, den Ekodesign Teech mi hunn an alle Bereicher europäesche Instrumenter, an mi hunn natürlich auch nationale Instrumenter an et de Klotomes, den bis zum Schluss dat Reglement, wo man haut als nationalen Energie- an Klimaplan Dr basieren, Gouvernance vun der Union vun der Energie an der Aktion fir Klima mat begleet just ihrem Träger Plötzeburg kom an dat auch Basis no der man schaffen als dem nationalen Energie- und Klimaplan. Wann ich die dote Sache weisen, dann will ich op dem nächste Slide einfach auch weisen, dass man do net stoen blieben sinn me mam europäische Green Deal wat Europäische Union die echt die gesot huet, dat ze wild klimaneutral neutrale Ökonomie gehen bis spätestens 2050 wo waren wir als Europa die echt die dat annoncéiert tun an mittlerweile haben wir auch die Proposition vom europäische Klimagesetz wo man am letzten Dezember gepackt und dass eben auch den mindestens 50% Reduktion gerechnet op 1990 mat an die europäische Debatte racken der Techt alle guten dat de Legislationen im europäische Plan de mat sektoriell do mat ze dien hun wéi mar dat Ziel erreche, weil das nämlich fischesinn Ziel gëtt an dat den Stono eben moyen gëtt fir dat Ziel zu errechen as Diskussion noch funden ofwen de gin lo iwwerschaft die gehen an den nächsten Main debattiert, diskutiert. Ein ganz wichtiger Schritt war schon mal das Ziel an des Jahres, sowohl auf Staatschefniveau wie aber auch auf Ministerniveau. Europa gesagt, go, wann so man auch mal am Mem sehen, das haben wir am Ende vom Jahr gemacht, also für als ein NDC, also als Plan im europäischen Bereich aufzusetzen. Mir Lützeburg war an dem Bereich, an der nächste Slide, eben mit Funden Vieralter mat als dem nationalen integrierten Energie- und Klimaplan, wo man an sich antizipiert tun, wat um europäische Plan kommmers, wo man als Hege vun als Ambitionsziele, wo man jo bis zu dem Planer bis zum Gesetz 40% op 55 gesat hun. Die Plan den nationalen integrierten Energie- und Klimaplan wen as die geriecht, weil das net ein Dokument wo just Regierung toucheiert das Klimaschutz heger am Endeffekt jiin mat am Bootëllen all Akteuren op de W mathöllen, dat geht vun denen ökonomischen, iwwer als Finanzen, iwwer Gemengen Akteuren, da sind ich auch besonders froh, dass ganz viele Akteuren aus dem Gemengebereich dabei sind, iwwer Privatleute, denen man muss hëllefen, gemeinsam als Klimaziel zu erreichen. Das ist also ein Roadmap, ein Feuille de route für die nächsten 10 Jahre für das Klimaziel zu erreichen. Und der But von dem nationalen integrierten Energie- und Klimaplan ist natürlich, dass wir gemeinsam das progressiv umsetzen, dass wir eine Roadmap elaboriert tun, und wir haben sie lanciert Matten an der Pandemie. Ich war froh, dass an sich nur der Consultation du Public an sich das Dokument an der Pandemie auch Holgin ass an natürlich auch nicht ausgeschlossen, schon für drin an meiner Intro bist du versicht so ein Pariser Akkord gesagt auch Upassung über Zeit 4, das inhärent das Herzstück vom Pariser Akkord, da sind nur an der weil man ja gesehen, dass Technologie da ist, weil man gesehen, dass Leute da sind, weil man gesehen, dass das Programm mehr schnell geht für drin, weil 2018 hat man schon nach kein gedurcht, dass man 20 waren den Ambitionslevel im europäischen Plan aufzusetzen, vielleicht auch nicht zu Lützeburg, dass man dir das auch nur können upassen. Voilà, habe ich dann den Link auf den Programm und da ging ich werden die nächsten voilà. Weil den PNAC, also den Plan National Energie Klima,
Basis wird von einem europäischen Dokument, also doch so, dass wenn der Lo erst das Dokument am Anfang anguckt, da sieht doch nicht nur, dass du national objektiver dran sind, mit da sieht auch eine Struktur, ne, von der Dimension von der Dekarbonisierung, die inklut Energie renouvelable, Dimension Effizienz, Dimension Approvisionnement, das ist vielleicht nicht, weil dir direkt erwartet hat, mehr, weil die Basis von dem Dokument, bei den Knack nennt, aber ein europäisch, das hat eine Struktur, die unter das Reglement angelehnt ist. Aber was steht da noch dran? Ja, das ist auch noch so, dass man Referenzszenarien, Szenarien machen, ob die dort Diskussion werden, man sicher einen Code rot heute Novent, Ragoen an die Einzeldimensionen von der Energieunion, von dem Plan, sind also heu reflektiert an einem Dokument, was durchaus auch einen technischen Charakter hat. Die wissen, wir hatten am Anfang ein politisches Dokument lanciert und das ruft dann hier noch komplettiert, für eben die Einzeldimensionen, Dimension noch Recherche, Innovation, Kompetitivität, für eben die Einzeldimensionen von dem Plan nur ordentlich zu füllen, auch für die Einzelszenarien. Und über Szenarien können wir ja nur noch schätzen. Wie ist das Dokument erstellt gehen? Nächstes Slide, was gibt. Dokument, das natürlich erstellt gehen, ob der Experienz von größeren thematischen Gruppen. Das tun wir ja nicht erst im Neues geholt. Wir hatten thematisch Atelier 2019, wo viele Leute partizipiert haben. Dann hatten wir auch eine Konsultation von unserem Parlament. Dann hatten wir einen größeren Debat, ich meine, den längsten Debat, den wir je hatten zum Thema Klima und Energie. Und dann hatten wir schlussendlich auch eine Konsultation du Public, hier dann das Dokument, den Endknack, angeholt an der Regierung. Und da waren wir schon an Pandemie-Zeiten. Die sieht, da war ein ganzer Prozess, wo wirklich versichert ging, als viele Leute mal auf den Weg zu holen, weil es total bewusst ist, dass Klimakrise bekämpfen heißt, Aktion von jedem heißt, jeder mitholen. Und dafür wäre es auch wichtig, viel zu konsultieren, viel Diskussionen zu haben. Und dann wollen ich den zum Beispiel oder ich den Energieminister betrifft, dass da so ein regionaler Komponent mit dabei ist. Da gibt es ein pentalateralen Forum, es gibt auch Northeast Energy Corporation, wir selber im Klimabereich haben noch Deklarationen gemacht, zusammen am Benelux. Das heißt, wir versuchen auch immer einen regionalen Plan, die wir auch natürlich mit ran zu holen. Nächstes Slide. Voilà. Wer das dann zurückgeben als Ziele bis 2030, Menge die sich direkt halb bekannt, also Emissionsreduktion von 55%, erneuerbare 25% und Effizienz 40 bis 44%. Das sind alles CO2-Reduktionen, das gerechnet ab 2005. Ich meine, dass der Toten, dass es Leute beim nicht lang abzahlen. Wir haben den Sprung von 40% Reduktion wird am europäischen Kader aus, wie in am europäischen Kader 4 gesehen war, frei vollzogen. Und am Kader vom Knack hatte man heute schon die 55%, wo Lützeburg sich engagiert hat. Und das war wichtig, auch an Europa, an den ganzen Diskussionen und Negoziationen, dass auch verschiedene Länder konnten ganz frei, und da als koordiniert im europäischen Plan, frei konnte so mal, wir werden ob die 55 Balle Fall gehen. Wir bei uns fordern Leute auch mehr, und wir packen das, und wir wissen los schon, dass der Toten machbar ist. Und das war immens wichtig, da waren wir immer an so Arbeitsgruppen auch gemeinsam, für ein bisschen die Settings zu sehen, auch auf dem europäischen Plan, ich war immens froh, dass Lützeburg sich auch engagiert hat, ob die 55% für den Sprung direkt auf national zu machen. Und die kann ich erinnern, wir haben die ja auch an das Klimagesetz mal dran geschrieben, was ganz anders stabile Kader ist, wie wenn wir es just deklarieren auf einem europäischen Plan. Für mich an sich ihr den europäische Wolleg fest war als zu Lützburg die Noten für die Rotgelo kann ich natürlich diskutieren geht durch. Du werden man natürlich ja nur auch darüber Diskussion kriegen, was herstellt für den einzelnen Bereich. Me Donnerstag wird du Assistat und durchleit, aber der Plan ist bis 2030. Nächstes Slide. Voilà. Und da gucken wir eigentlich, wo sind wir drunter, was waren die letzten Jahre?
Wir hatten an den letzten Jahren gemeinsam ugehabt, was die Reduktion von Emissionen geht. Und dann hat man ab 2017 nur an nur gemerkt, dass der Spritverkauf als fortgelaufen ist. Das war der Grund, für was im Jahr 2019 schon eine Annonce kommen, vis-à-vis vom Spritverkauf. Das ist auch der Grund, warum wir ja an einer CO2-Bepreisung geschafft haben. Und an sich, durch die Situation, die wir auch hatten, gesehen wir dann, dass auf der einen Seite ein Effekt war, durch die ersten Annoncen, die gemacht sind, dass man den Trend nur gebracht hatten. Und nur durch die Pandemie, wo man natürlich einen Slowdown gehabt im Bereich von der Wirtschaft, sodass man den punktlichen Strich ist, dass man an sich als Klimaziel erreicht und also eine gute Startposition haben. Aber ich will aber trotzdem heute in dieser Runde wirklich betonen, dass Lützeburg sein Klimaziel für 2020 erreicht. Also es ist aber so, dass wir müssen aufpassen mit der Relance und mit dem, wie die Wirtschaft wird umziehen, dass man nicht aus einer guten Startposition, wo wir los sind, wo es gilt, den Marathon weiter zu laufen und die 55% CO2-Reduktion hinzukriegen, dass es nicht gilt, dass wir direkt total an die Luft gehen, aber dass ein Defi eben den ist, dass wir wirklich davon profitieren, von der guten Startposition, für eine Wirtschaft aufzustellen, die diversifiziert ist, wo wir die Emissionen entkoppeln von dem, wie wir schaffen, wo wir Ressourcen schützen. Und ich meine, dass das Krise in der Hinsicht, wenn wir es gucken, auch kann eine Chance sein, wenn wir auch verschiedene Sachen vorstellen. Ganz klar, wir erreichen also Ziel, auch mit Hilfe von der Krise, von der Corona-Krise. Klimakrise wird nicht werden. Wir müssen aufpassen, dass die Relance nicht an die falsche Richtung geht. Und da sind ich völlig überzeugt, dass wir das Ziel auch werden erreichen, auch 2030. Ganz klar will ich aber auch nicht in der Rundheilung, wir wollen nicht, dass wir durch Restriktionen an sich, durch das Leute müssen auf Freiheit verzichten, das Ziel erreichen. Wir natürlich wollen wir gemeinsam mehr Lebensqualität entwickeln und eine geringere Relance machen. Nächstes Slide, wenn es gibt. Voilà. Was fanden wir am Pnack? Am Pnack fanden wir in anderem auch ganz viel präzis Zahlen. Das heißt doch, dass wir geguckt haben, welche Sektoren werden wie viel Emissionen, CO2-Emissionen reduzieren müssen. Wenn wir wollen auf 55% kommen, dann ist es völlig klar, dass die Einzelbereiche wie die Industrie, wie den Transport, wie Gebäude und dann aber eben auch die Landwirtschaft ihren Beitrag müssen leisten. Dabei unterscheiden wir aber, wo wir Großpotenziale haben, im Bereich vom Transport zum Beispiel, gestaltet die Situation sich natürlich völlig anders als da kann ich dann ganz andere Rechnungen aufstellen, wie zum Beispiel an denen Emissionen, die aus der Landwirtschaft kommen, wo man an sich viel gesehen 20% zu reduzieren oder die Schäden, wir haben an sich auch ganz unterschiedlichen Reduktionspotenzial, je nachdem, auf welchem Bereich das man sehen, mir wichtig ist. Das ist das, was das Leute heute auch so weisen, dass man auch schon am Klima- und Energieplan klar so an den einzelnen Bereichen gehen die Emissionen reduziert. Wir gehen als Ziel 2025 und 2030, es geht sukzessive rauf. Und nicht jeder hat an sich dasselbe Ziel, wir differenzieren nur Potenzial. Könnte ich feststellen, dass es an der Landwirtschaft einen ganz anderen Defi ist, wie am Bereich vom Transport, und einen anderen am Bereich vom Residential, also von den Gebäuden, aber überall werden Reduktionen kommen. Nächstes Slide, wenn es gibt. Voilà. Was sind da die Schlüsselelemente vom PNAC? Weil das meine Stadt, was die Leute auch wirklich am meisten interessiert. Man ja auf der einen Seite ist am PNAC Klimagesetz natürlich mal dran als Schlüssel, weil wenn ihr sich gute Kader gibt und nationale Plan, wir hat ja bis mit vom Dezember 2020 hat Lützeburg kein Klimagesetz, wo organisiert wird, wie Klimaschutz heute zu Lützeburg gemacht wird. Zweitens
will ich angehen auf den Pakt Klima 2.0 mit den Gemengen, das ist ein wirklich ein Succès, weil alle Gemengen engagiert sich für Klimaschutz. Dafür wollen wir den auf alle Fälle neu machen. Die Leute ja auch 4, und den hat man auch schon 4 gestanden, ich will nur noch auf den angehen. Dritten wichtiger Punkt von den transversalen Politiken, die an dem Fleck mit draufstehen, ist, dass der Staat und Gemengen 4 weiter solle sehen, dass es wichtig ist, dass immer ein gutes Beispiel 4 geht, dass man weisen, wie gut es sich an einem guten, neuen, modernen, gesunden Gebäude ist, dass ganz viel Raum ist für Renovation, weil wir brauchen sowohl den viele dann bei den Gebäuden, wo man natürlich streng Standarden, das die Nevolle, dass man wirklich als Staat weisen, wie vielbildlich man können sehen. Und da haben wir auch zum Beispiel Gebäude von der Natur- und Buschverwaltung, also Gebäude, das haut schon mehr Energie produziert. Und da haben wir ja noch ganz viel mehr Möglichkeiten, auch mit Wohnungsbau. Dann nachhaltigen Abkauf, aber auch zum Beispiel Flot von den Autos. Auch da muss der Staat an sich an Gemengen vierbildlich sind. Und dann haben wir als natürlich auch als transversale Mesure gesagt, natürlich muss das ganz, also wir müssen steuern und richtig finanzieren. Dafür haben wir also auch mehr gehen beim Fonds Klima und Energie, mehr zu investieren an den proaktiven Klimaschutz. Und dafür ist es doch so, dass man das ganze Primesystem, der steht ja nicht nimmer am Fleck, dass man im Haus fuhren, Batterien, dass man all die Sachen gegenüber schaffen. Wir haben ja auch ganz direkt am letzten Jahr schon daraus ein Teil von der geringen Relance gemacht. Und d'ailleurs, vielleicht trotzdem auch die Finanzierung Böscher sind als den allerwichtigsten Alliierte für Klimaschutz. Böscher leiden terribel an der Klimakrise, auch als Lützburg. Und dafür ist es doch so, dass man nicht nur Bösch Eden überschafft tun, mehr auch mit Pionier sind an Europa, mit auf nationalem Niveau die echt Klimabonus Bösch, den ist in NRW, den ist Santa Summer in NRW, wo man an sich für mehr Resilienz, angepassten Böschgestion Primen gehen anschwingen, das Staat eben furchtbar wichtig, weil ich auch aus, die vielleicht bisweilig noch nicht so oft thematisiert gehen aus. Mit das sind an sich, da muss man als den nächsten Kader gehen, Klimaschutz ordentlich zu finanzieren. Und das steht auch als eine transversale Mesure an unserem Knack dran. Dann ein Element, das auch am Knack steht, das ist die CO2-Steuer. Die CO2-Steuer, die ist ja auch mittlerweile da, über Budgets gesetzt, und die will ich auch ganz kurz angehen. Nächstes Slide. Voilà. Komme ich kurz zurück auf das Klimagesetz. Klimagesetz war eine ganze Zeit an der Debatte. Und wir haben einen ganz Moment gebraucht, bis wir an sich Klimagesetz hatten. Dafür war ich aber trotzdem immens froh, dass wir mit Dezember an dem Parlament ein modernes Klimagesetz unholen, was eigentlich schon ambitiös ist. 2030 Ziel, das habe ich für schon erwähnt, das ist natürlich EUR-ETS. Lützburg engagiert sich auch für spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Ein wichtiges Element vom Klimagesetz, das heute nicht draufsteht, wie werde ich persönlich erwischt von mir sind Pionier, wir haben an unserem Klimagesetz draufstehen, dass die Lösung für die Klimakrise nicht der Rückgriff auf nukleare Energie ist. Wir haben ein Klimagesetz, wo Atomenergie explizit ausgeschlossen ist. Ein großes Debatte im Moment in Europa, ein großes Debatte für eine Relance von der Atomenergie, wo ganz, ganz viel Druck auf allen Niveaus ist, auch für Taxonomie geht, auch für Gesetzgebung, auch für Klimagesetz. Im Moment um europäische Plan geht, das etwas sollte man nicht unterschätzen, gerade in einem Land wie Lützeburg, wo der Rückgriff auf Atomenergie eben als nicht als Lösung für Klimaschutz gesehen. Pardon, Carol, ja. Das ist nicht immer flott. Du musst, also ich fand die vierte immens proper, auch noch weißt du, muss allerdings immer immens am Zeitverzug. Dafür wollte ich einfach so, weil ich weiß, dass die zweiten Teil auch ganz viel Folien hat. Ich wollte jetzt ummerken, sorry, weil
ich kann nur keine Kritik äußern an aber so was sind zeitlich am Verzug gell vielleicht am Kap aber behalten. Okay. Das scheint am Kopf. Gut, also mir als eine klare Zielsetzung gehen, die klare Kader ist ganz wichtig. Dann die sektoriellen Ziele, das ist auch wichtig. Und etwa, das hätte man noch für drei näheren Stunden. Dass all Sektor an am Pneck steht die noch an das ist genau das, wo man mengen Schlo aber Game Changer haben, wo man wirklich lo de Kap wirselen. Am Klimagesetz steht dran, dass man für all Sektor als Ziele gehen, das wird über Reglement festgehalten. Natürlich wird das Möglichkeit für auch über Zeit rumzugehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir über Zeit können als Responsabilität holen, dass man all Sektor mal dran holen und dass man an sich mehr, was man im europäischen Plan lo diskutieren, dass die Carbon Budgeting, das heißt, da sehen sich den, das klar weist mit annuellen Allokationen, die an einem Reglement radikal auch festgehalten gehen, wo man wirklich den Weg weisen, wie wir wollen als Emissionen reduzieren und dass alle Sektoren dabei ist. Und ein zweites ganz wichtiges Element neben den sektoriellen Klimazielen ist aber auch, dass wir ein Gesetz haben, wo an sich festgehalten wird, wie wir wollen Leute bannen, wo wir als eine Plattform für Aktion Klima gehen, für die Transition zu begleiten, und zwar wirklich mit alle Parteiprenanten, weil Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Du machen wir eine Plattform, da hoffen wir, dass wir bis Sommer noch können die Plattform auf Beine stellen, für dass wir erst alle gut in U-Bucht kriegen, und dass wir einen wissenschaftlichen Observatoire, weil ein Land wie Lützeburg auch ein Land wie Lützeburg braucht, einen wissenschaftlichen Observatoire, den Politik und Klimafrohe berät, und dann ein letzten wichtigen Punkt, wir haben auch mit dem Klimagesetz, wo wir auch den Fonds Klimaenergie so abgestaltet, dass man am Ende sind, das ordentlich zu finanzieren, dass du eben auch Anpassung und Klimawandel auch ein wichtiges Volet, dass auch den kann ordentlich finanziert werden, dass man es den Moyen gehen, und die hat auch gesehen, am Kader vom Budget, wir setzen nur den Invest an den Klimaschutz zu Lützeburg Europa, das dank dem PNAC, das dann dank einem Klimagesetz, am Beginn als eine Art Weise, wie wir wollen gemeinsam schaffen. Nächstes Slide, mal steht. So, der Pakt Klima. Der Pakt Klima ist ein zentrales Instrument von Zusammen schaffen, wo man ein Angebot machen, dass auch Gemeinden sich ganz konkret engagieren, den nationalen Energie- und Klimaplan auf ihren Bereich mit umzusetzen. Du geht es verstärkt Gouvernance. Du gehen wir verstärkt in Richtung, dass wir nicht nur ein Klimateam, dass wir auch Gouvernance an der Gemeinde wollen wirklich stärken. Wir breiten Thema aus, wir breiten auch die Aktionen mit den Partnern aus, wir haben Klimabündnis dabei, wir haben Zell dabei, wir haben EBL dabei, My Energy, die das Ganze dann auch zusammenhalten, schwingen das, aber immens wichtig, dass wir es breit aufstellen und dass wir zum Beispiel die Renovation für das Thema im Zentrum setzen an Kreislauf, Wirtschaft, im Zentrum von den Nivelieren, weil Kreislaufwirtschaft aus dem Joker als Schlüssel. Und du kannst in einem regionalen Plan wirklich ganz, ganz viel machen. Sie wird an so Domänen wie Holzcluster, sie wird an so Domänen, wo du wirklich kannst, am Kader vom Klimapakt, die mehr weiter ist, wo Anpassungen der Klimawandel mit dabei ist, wo man die ganzen Elemente können wirklich mit aufdecken, du hast den Lärm am Knack gemacht, das verbessern wir. D'ailleurs, ich hoffe, schon noch hören, der Staatsrat wäre so geschlossen weiter, dass man noch an der Chambre werden debattieren. Weil der wichtige Schritt ist, eben gerade für die Gemeingeresponsable dabei ist, dass man da ein gut Stück weiterkommt, dass sie mehr Beratung kriegen, dass sie mehr Stunden kriegen. Wir setzen Stunden massiv auf von den Berater für die Gemeinden an. Sie können eine spezifische Berater beauftragen, eben gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft. Und ich denke, dass das wirklich ganz flott kann gehen, wenn wir da die Ambition aufsetzen. Und die Ambition, die man am Knack und die spiegelt sich eben auch an dem neuen Klimapakt 2.0 an. Das ist ein Element von unserem Energie- und Klimaplan. Und dann noch weiter. Ist weiter anschrift. Und dann ist natürlich so, dass man alle Bereiche Werten schaffen. Und ich gehe lo als Zeitgründer nicht. Ja, bitte. Ja, noch auf Mobilität. Die vergönnt mir aber Wort zur Ökonomie und der Finanz durable, weil wo wir ja auch an denen, also so ein Kapitel dazu stehen. Und das ist auch wichtig, weil den dritten großen Punkt vom Pariser Akkord ist, dass wir als Finanzen shiften Richtung klimafreundlich Ökonomien. Und das ist auch der Sinn, für was wir beim Finanzminister nur der Roadmap 2018 für ein paar Wochen eine Sustainable Finance Strategie lanciert haben, wo natürlich der Sektor mitwollen, richtig Angebot kreieren, ob
die groß Trenden, die der Richtung nachhaltig Finanzen, die Finanzplatz, die haut auch noch durchaus sehen, auch man kann kritisch gesehen, wohin einfach gesagt, dass zuletzt an den letzten Jahren ein ganz rich gut Aktionen geschieht sind an die Richtung für Finanzdurable und du eine Strategie gehen, die auch zu summen mit einem CSDD, also ein Nachhaltigkeitsrot, an Akteure von der Finanzplatz erschafft gehen. Du wird mittlerweile eine Plattform dafür, wo ein organisiert zu Summentreffen immer im Ass für eben gerade den Bereich, den aber wichtig ist, wie finanzieren wir als Sachen wie von Klimaschutz, wie kriegen wir das hin, auch den Bereich mitzuholen, das für Lützeburg eine große Finanzindustrie, aber einen großen Vektor, wo wir ganz, ganz ambitioniert aber auch schaffen. Ich weiß, dass da Kritik gekommen, wir müssen aber auch so weiter können. Nächste Slide. Auch zur Energie, so eine Schnellstadt möchte nur den Turm, und da so eine juste Idee, weil den aber wirklich auch dazu gehört. Auch da haben wir letzten Sommer als Null-Auffall-Strategie geholt, auch noch die Direktiven, die im Moment auch an der Diskussion sind, die an sich zu Null-Auffall Lützeburg feiern, die Kreislaufwirtschaft umsetzen, die also legale Kader gehen, wie wir fortkommen an eine Ressourcenökonomie. Das ist auch ein Teil, da tun wir auch am Knack, also die Lien zum Auffallreduktion, Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft, ist auch ganz klar ein Teil von der Umsetzung vom Knack, und die wir heute schon umschaffen sind. Dasselbe gilt eben auch für den Bereich von den Böscher, wo ich auch schon gesagt habe, wir haben an sich den Klimabonus Bösch lanciert, die Leute beim Staatsrat, da werden wir drauf auf ein Avis, und da können wir auch da loslegen, und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir an der neuen gemeinsamen Agrarpolitik mit dem Sektor von der Agrikultur, dass auch der Bereich wirklich den Klimaschutz noch viel setzt. Da schaffen wir an allen Bereichen so ja, mit dem Green Deal, mit der Farm-to-Fork-Strategie, und da sind noch ganz wichtige Diskussionen, die genau da vorne stehen, wenn wir die ganzen Emissionen aus dem Bereich von der Landwirtschaft aufkriegen, und am Knack wir es da konkret Ankerpunkt beginnen. Sie wird am Bereich von Grönland, vom Dauergrönland, sie wird am Bereich für eine Methan-Strategie, und da sind wir ja auch um Nitratreglement schaffen, ich denke dann auch den Wasserschutz, sodass man an allen Bereichen an dem Knack für alle Sektoren, wo Leute, wo man schaffen, wo man Reduktionsziele haben, als auch konkret Mesuren da gesagt haben. Und für was eine Stelle auch genannt, verschiedene haben schon genannt, und ich gesagt, da haben wir lo profitiert, für Sachen schon direkt mal auf den Weg zu gehen, wissen, dass dann immer noch nur weiter Mesuren kommen, wie wir sehen an sich am Bereich von Knack schon Matten an der Umsetzung. Nächste Slide. Wir müssen zwar nur wirklich aufpassen, Carol, pardon, mit das nur 7, gell? Das kriegen wir nur keine Diskussion. Ich war relativ gleich dadurch. Okay. Ich will auch so, weil du es als Referentin Chance nicht froh, Gilo ganz konkret. Also nehme ich auch wie geht Allokationen pro Sektor determiniert, wen ist responsabel, das angehalten gehen kann, der Sektor oder der responsable Minister verklot gehen, wann die Allokation überschritten gehen. Ja. Oder wie hast du das Lohmen oder meinst du noch? Ich meine nämlich, dass der tote Lohmen mein letztes Slide ist. Okay, okay, bon, das ist die CO2-Bepreisung, die gesehen, da sind wir eigentlich, also wir haben ein ganz modernes System aufgestellt. Du kannst natürlich streiten, ob der Toten genug oder nicht, aber wir haben ab 21 eine CO2-Bepreisung an dem Prinzip Polyeuropäer angefeiert, die sieht auch, dass die nächsten Jahre der Preis wird sukzessiv an Blut feiern an den Ost. An der Hinsicht sozial gerecht, mehr sozial gerecht wie andere Modelle, die ich kennt, gucken, eben gerade, weil wir denen Menagen, die mehr schwer Abkommen haben, und das weisen da auch Publikationen mittlerweile vom Stadtteil, durch die Crédit d'impôt und l'allocation de vie chère. Ups. Du hängt ministerisch bei mir. Ja, bei mir auch. Ich meine, das Problem ist nicht bei Eis. Okay. Dann warten wir noch eine Minute, aber wenn Carol nicht reinkommt, dann gehen wir vor in die Klot gehen, da kann Carol ja noch enchainieren. Ich meine, das machen wir, ne? Weil dass du die letzte Slide, ich hoffe, die Minister ist da nicht raus, mit dass die letzte Slide, wir gesehen, und die Minister kriegt ja noch ein Gefurt,
was selbst zu suchen hat. Da ging es vier Schluen. Also kommen noch frohen zu dem Klimapakt von der Problematik, dass den alle schon ausgelaufen neue nach den Plazas und dass das ein bisschen irritant ist. Ich ging mengen, dass man das nur auch an der Diskussion ranholen, weil ich werde das immer lanciert, wie eine Viertelstunde über den Klimapakt zu schwätzen. Und dann werden wir einfach nicht durch Präsentation von den Detailinstrumenten vom Claude Turmes. Die Remarke sind nicht vergessen, da kommt nur zu Wort. Ich ging einfach nur dann den Claude Bierden durch Leuten so gut Claude, vielleicht auch wirklich am Hintergrund die Geschichte von der Vorstellung, die an den Chat steht, eben welche Allokationen pro Sektor determiniert gesehen Schule und dass das bei dir auch eine Priorität an Dingen viertreffen. Ich gesehen Carol, ist okay, wenn der Claude mischt, weil wir wussten nicht, wie es darum kämst. Natürlich, ich war irgendwie rausgeflogen, ich weiß nicht wie weit. Der Claude Caron, ich beantworte Fragen zum Klimapakt natürlich ganz gern und auch zu den Sektorgeschichten, okay. Die mich betreffen. Alles Claude käme eine halbe Stunde gepeilt, dass wir da eine Diskussion haben. Ja, ich werde nicht als Leute machen. Ich meine, was nur schon wichtig ist, dass für zu verstehen, was sind die großen Blicke, für das wir wirklich hier kommen. Nächste Slide. Ich meine noch Claude, die Vorstellung, die viele Leute das, wie kommen wir von den Zahlen ob die Resultate? Ja, weil du also aber meine eine gewisse Vorstellung, ob das wirklich zusammen hat. Also ich meine, wenn ich fertig bin, dann ist das wie klar. Oh ja. Ich denke, am Überblick, wir haben 3 Ziele. Wir haben ein Ziel am Klima, wir haben ein Ziel bei erneuerbaren Energien. Heute haben wir die 11% gepackt, die wir für 2020 als Ziel hatten. Als nächstes Ziel als 25%, also mehr wie eine Verdoppelung an den nächsten 10 Jahren. Und dann als Ziel bei der Energieeffizienz als das stärkste Ziel oder das ambitiösste Ziel an der ganzen Europäischen Union, dass kein anderes Land so ein hohes Ziel hat. Aber wir mussten so ein hohes Ziel haben, für eben einfach als 55% Klima zu erreichen. Nächster Punkt, und ich meine, das ist immens wichtig für zu verstehen, wir sind ein komplett atypisches Land. An einem normalen Land hat zum Beispiel 20-25% Stromenergie. Bei uns als Moldegune am Kuch für Wert, nachdem dass die Großgasturbine zu Asch aufgeschaltet ist, haben wir quasi gut keine CO2-Emissionen mehr aus dem Stromsektor. Wir haben heute zu Lützeburg bald ausschließlich erneuerbare Energien, wir haben ein paar Wärmenetze, die mit Gas, Wärmekraftkopplungen funktionieren, und die sind wir am Gang zu ersetzen. Das ist die Einsicht, die nicht so ist wie an anderen Ländern. Und die zweite ist natürlich ein Transport. Und ohne, dass wir am Transport Meilensteine machen, ist es komplett unmöglich, dass wir als Klimaziele erreichen. Und die 67%, für das der Graph, das könnt ihr schätzen, 27-30% sind Kamion, die heute tanken, 20% sind Frontalien, die oft schaffen und dann an einem tanken und dann hat die noch 20-22% den Verkehr zu Lützburg. Dann 12% Ménagen, Tertiär, gut, das auch an anderen Ländern sind. Nächste Slide. Das schematisch mir resümiert als Grundphilosophie. Wir müssen mehr effizient gehen, das heißt, bestehende Häuser müssen isoliert gehen, industrielle Prozesse müssen mehr effizient gehen, Autos müssen mehr effizient gehen. Das ist der Passage vom ersten Haus auf das zweite Haus. Aber das geht nicht durch. Dann muss man gucken, dass wir sämtliche Fossile rauskriegen, und ich brauche dann erneuerbar, und die erneuerbar kommen an das System über elektrisch. Die muss einfach verstehen, wir sind können auf die nächste Slide gehen. Wir sind heute ein Land, das massiv Diesel, Petrol irgendwo aus der Welt importiert. Produktion zu Lützeburg 0. Wir sind ein Land, das massiv Gas aus der ganzen Welt importiert. Produktion zu Lützeburg 0. Die gute Nachricht ist, wenn wir Klimaschutz machen, werden wir auch in Zukunft mehr Diesel importieren. Wir werden mehr Gas importieren, wir werden mehr erneuerbare Energien zu Lützeburg machen. Und, das seid ihr auch gut am Slide, das System wird insgesamt mehr elektrisch. Weil ihr nämlich
nicht nur Luten, Frigoen, Computer mit elektrisch betreibt, wir machen auch Häuser elektrisch hützt, weil die Häuser super gut isoliert sind, aber weil ihn auch am Transportbereich quasi integral rübergeht, ob elektrisch und Mensch mich schnell wie in der vielleicht nach 4 Jahren kann denken. Und dann ist natürlich den Tanktourismus als die eine große Dimension, auf die ich zum Schluss komme. Nächste Slide. Bei den Erneuerbaren, wir wären nowhere. Zuletzt 2011, 2012, wir hatten nicht mal 3% erneuerbar. Die gute Nachricht ist, wir packen als 11%, wir sind rein national das Jahr über 9,5%. Das heißt, wir haben nicht fertig gebracht an 10 Jahren quasi die erneuerbare Energien zu Lützeburg unser Territorium zu verdreifachen. Und ich erkläre noch kurz, wie wir das fertig gebracht haben. Und wir kaufen ein bisschen bei. Und ich erkläre nicht, auch wir werden auch in Zukunft noch immer weiter beikaufen. Das ist gar nicht eigentlich das möglich. Nächste Slide. Am elektrischen, bei den Erneuerbaren war das geschieht. Wasserkraft, die ist stabil, der haben wir auch kein mehr. Und da sieht man einen riesigen Sprung gemacht beim Wand, das die Roden. Wir haben einen riesigen Sprung gemacht bei der solider Biomasse, das Holz, jeweils auch an der Industrie. Und dann haben wir einen riesigen Sprung gemacht beim Biogas. Und wir haben einen riesigen Sprung gemacht bei Solar. Gut, das ist, da sieht man einfach einen Unterschied, wo wir wären, und dass wir schon die letzten Jahre aber gut vorgekommen sind. Nächste Slide. Dateisilozahlen, die brauchen nicht auswendig zu lehren, 2430, die sieht, dass man beim den Erneuerbaren, also ÖNR, Energie renouvelable am Bereich von der Elektrizität, sind wir haut, wenn ich gesagt, irgendwo also beim Strom, das Jahr bei 13, 14, aber wir wollen auch auf über 30. Wir werden auch mehr erneuerbar an der Wärme tun, hauptsächlich bei Wärmenetzer, am Transportbereich haben wir einerseits die nächsten Jahre eine Politik von der Biokarbon, aber nicht von der ersten Generation, von der zweiten Generation. Für allem geben wir immens Gas bei der Elektromobilität. Und da werden wir Graf auf 20% erneuerbare Energien Territorium selber kommen. Wir haben ein Ziel von 25%. Das ist, wir werden für 5 kooperieren. Nächste Slide. Das sind auch ein Detailzahlen, was wichtig vielleicht ist, guckt euch mal Zahlen bei der Photovoltaik, da sieht er von 200 auf über 1100, das heißt, wir haben ein massiv, muss man an Solarenergie investieren, den zweiten großen Sprung, also im Bereich von der Wandenergie, und da sieht er, dass wir auch die nächsten Jahre nach ein bisschen Biomasse machen werden, jeweils an die Wärmenetze für die Gas zu setzen, aber jeweils auch an der Industrie. Und dann ist noch wichtig, Pompe à Chaleur geht zur Referenztechnologie am Bereich von neuen Häusern und teilweise auch gut isolierten Erlenhäusern. Und dafür sprangen die von Peanuts, kann ich so von 50 auf über 400. Das ist Wärmepumpe, gibt eine Referenztechnologie an der ganzen Transition Energetik. Nächste Slide. Gut, wie kommen wir weiter bei den Erneuerbaren? Für was kommen wir weiter bei Solar, weil wir 4 Sachen machen. Das ist, dass wir machen Appell d'offre für Großanlagen. Auf der Kronospan geht dann diesen ein 5000 Kilowatt Solaranlage gemacht. Und wir haben eine große Solaranlagen auf Industriehallen, die im Moment abgerichtet gehen. Wir haben aber auch zum Beispiel ein riesiges Potenzial auf Parkingen, wo wir können, das mit Solar überdecken. Wir haben wahrscheinlich 300 Hektar Parkingen am Land, die wir können überdecken. Also ist das ein riesiges Potenzial. Aber wir haben auch ein riesiges Potenzial an den neuen Industriezonen oder Aktivitätszonen, die geschafft werden wird, der Plan sektoriell, wo meine Idee ist, dass wir alle neue quasi so equipieren, dass du Solarenergie kann drauf kommen. Das ist das einfachst und das ist auch volumenmäßig ist das immens wichtig. Dann ist es natürlich so, dass man auch für die Bauern gerade etwas gemerkt haben, und wir haben im Moment ganz viele Bauern, die am großen Stil auf Hallen investieren, und ich bin ganz froh darüber, dass bei der Klimawende helfen, aber natürlich auch den Bauern ein Zusatzabkommen gibt. Und dann schafft man natürlich auch unter eigene Konsumation
an wir probieren das alles mir einfach zu machen über Kadaster solär. Bei der Wandenergie kommt ich nur nach kurz drauf. Biomasse, Hummer eng Politik für wirklich nimmen Holz aus der Großregion zu importieren. Wir gucken, dass man mit all den großen Betreiber do in Akkor haben, dass das auch ordentlich Holz ist und nicht wirklich geräubert wird an den Bücher. Wir probieren da wirklich strenge Monitoring zu machen. Ich habe von der Wärme geschwärzt. Bei der Wärme haben wir auch Pompe à Chaleur hat erwähnt. Wir haben am Minnet zwischen Dietling und Esch, wo wir die Chance, dass wir da können bohren für Däften Geothermie. Da kann dann zum Beispiel die ganze Projekt zu Dietling nach Schmelz kann da gehört gehen. Und ich hoffe noch, dass wir die ganze Projekt, die wir zu Erschöpfling haben für 10.000 Leute, dass den auch kann über Geothermie profond gehört gehen. Dann Elektromobilität, Biokarburant, geringe Wasserstoff an der Mobilität, da komme ich ja nur denke dazu. Trotzdem wird man aber, auch wenn man alles zu Lützburg mehr bei den Erneuerbaren, muss man auch noch kooperieren und ich weiß nicht, du nur ein Kehrt, wie wird das auch einfacher. Nächste Slide. Gesehen bei der Solarenergie, wir hatten zwischen den Jahren 14 und 17, da haben wir so gedümpelt, knapp 5 Megawatt pro Jahr. Letztes Jahr haben wir, weil wir eben noch Dachspeisepreise verbessert haben, weil wir Großanlagen gebaut haben, waren wir letztes Jahr auf 30 Megawatt. Trotz dem Corona-Jahr 2020 sind wir dieses Jahr weit über 20. Wir kommen eventuell nicht auf die 29 vom letzten Jahr. Wir waren die Corona mal wegrechnen und die 2-3 Monate, wo quasi nicht installiert kommen, sind da gesagt, dass der Solarmarché zu Lützburg unzieht, aufgrund von den Politiken, die wir auf Platz gesetzt haben. Nächste Slide. Gut, wir sind bei der Solarenergie, wenn in der pro Kap guckt, sind wir Nummer 7 an Europa. Das ist, wir sind eigentlich besser wie die Sonne zu Lützburg schenkt. Just für zu weisen, dass wir bei der Solarenergie eigentlich gar nicht schlecht sind, par rapport zu den Abwohnern. Nächste Slide. Wandenergie ist total wichtig. Ich hatte die Chance, letztes Jahr auf ein Wandmühlen zu Mompisch zu klammen. Das ist impressionant, wenn ich davon 140 Meter über die Landschaft kann gucken. Die muss verstehen, all große Wandmühlen. Und wir bauen Wandmühlen von 3,5 Megawatt. Die Wert früher hat ein Wandmühlen zu Lützeburg, die aus 1500 Stunden am Jahr gelaufen. Weil sie mir hoch sind, laufen sie quasi 3000 Stunden am Jahr. Das heißt, eng Wandmühlen, 3,5 mal 3000 Stunden am Jahr, das ist wie wenn ich 10 Hektar Solarenergie habe. Das sind 15 Footballsterrain. Also nach ein Kehr, eng Wandmühlen, die da sieht an der Landschaft, das ist wie 15 Fußballsterrain, Solarenergie, und für ich einfach eine Bedeutung auch von der Wandenergie zu weisen. Nächste Slide. Gut, die sieht hier ein Karte und da sieht der Lützeburg da quasi an der Mitte von dem blauen Fleck. Wir sind am Zentrum von dem größten Strommarché quasi, oder von der größten Strommarché von der Welt. An der Nordsee zwischen Belgien, Holland und England, da entstehen die nächsten Jahren am ganz großen Stil Wandanlagen. Wir sind von diesen Wandanlagen geografisch gar nicht weit weg. An einem Moment gehen zum Beispiel an Deutschland Kabel gelöst, von der Küste bis ans Ruhrgebiet. Das heißt, wir sind nach 150 Kilometer quasi von den Wandmühlen, große Wandkapazitäten da weg. Und dafür können wir auch als System wirklich ganz umstellen auf Strom und auf Erneuerbar, weil wir auch neben dem, dass wir Erneuerbar zu Lützburg machen, an dem Marché sind, wo es den auf der Welt quasi am weitesten ist am Bereich von erneuerbaren Energien. Nächste Slide. Gut, das wäre dann zu den Erneuerbaren, also Strom, erneuerbar. Und dann natürlich zu einem wichtigsten Teil von unserer Politik als die Energieeffizienz. Für das zu berechnen, haben wir ein Referenzszenario, ohne nur im Detail zu gehen, gesehen, wenn ich nicht mache bei der Energieeffizienz, dann klammen ich von 50.000 los, aber ein bisschen rup. Und wenn da dann an den Zielszenario geht, da sieht dass man massiv raufgehen und vielleicht dann denke die große Blick, die sieht, dass der Transport natürlich auch der Bereich ist, wo am meisten zu holen ist.
und dann hat natürlich den Verkehr zu Lützeburg selber an die den Transitverkehr, dann haben wir die Industrie als der große Block an dafür also auch wichtig, dass man da etwas machen und ich kann da 2 Worte dazu sagen, und dann natürlich auch Privathaushalte. Gut, an nächste Slide. Wenn der dann an der Größenordnung sieht, dass wir insgesamt 30% besser gehen bei den privaten Haushalten. Da kommt nicht dazu, was das ist. An der Industrie, du kann ich natürlich, du hast es mehr schwer, aber trotzdem, weil da den dicke Block Batz ist, kann ich auch, aber muss ich da auch viel machen. Und dann der ganz großen, auch an der Effizienz, der ganz großen Teil von den Mesuren, wo wir Resultate haben, die werden am Transport sind. Nächste Slide. Vielleicht einfach ein bisschen für ich zu erklären, was wir am Gang sind zu machen. Wir kriegen durch die Chamber ganz geschwind ein neues Gesetz bei den Gebäuden. Bei den bei den residentiellen, also den normalen Wohngebäuden, da gehen wir noch ein bisschen besser, da sind wir schon gut. Da, wo wir mehr große Sprungwerte machen, die nächsten Wochen als bei den Bürosgebäuden. Und dann sind wir insgesamt auf einem Standard, wo Häuser gebaut sind zu Lützeburg, Kleinhäuser und Großhäuser, die sind Zero Carbon. Das heißt, wir bauen zwar extrem viel, mehr, konträrement zu anderen Ländern, die noch keine so Gesetzgebungen haben, können keine neuen CO2 dabei. Und das ist quasi eine Grundvoraussetzung für das, wo die Welt packen. Und dann natürlich Geschichte von der Renovation. Ich meine, da muss ich einfach ehrlich sagen, Renovation, das Bohren dicker Bretter, da sind wir noch nicht da, wo ich will, dass wir sind. An die nächsten Monat muss man da noch besseren, gut, da können wir neue vielleicht auch an der Diskussion zurückkommen. An der Industrie gibt es gute Nachrichten. Wir haben an der Letzte ganz viel mit der Fidel geschwert und noch verhandelt. Und wir haben ein Package, wo wir quasi können sicherstellen, dass als Ziele für 2030 durch die Instrumente, die hier stehen, auch stehen, dass die Industrien haben obligatorisch auditen. Und sie mussten da quasi das, was an den Auditen als umsetzen. Sie kriegen dabei geholfen durch Enovo Südgas, also Südenergie, all die Elektrizität und Gas verkaufen, die haben noch eine Obligation für Erfahrungen zu machen. Aber wir sind am Gang zu gucken, dass wir da noch ein Finanzinstrument schaffen, sodass man das, was am Pneck steht, quasi schon eine Plus- und eine Garantie haben, dass man das an der Industrie erreichen. Da, wo noch muss noch geschafft gehen als bei den kleinen mittleren Unternehmen, da haben wir noch kein so ein gutes System, aber da sind wir auch mit Carol drin am Gang zu schaffen. Gut, dann bei dem Transport, ich meine, gut, alle gut verstehen, das ist den großen Kuch, wo es zu holen ist. Ganz wichtig ist natürlich all die Erfahrungen, die gemerkt haben am öffentlichen Transport, mit Füllungen. Und dann, das, was ich probiere noch als Landesplanungsminister, dass wir dahin kommen, dass wir wirklich als Stadt menschengerecht machen und nicht mehr autogerecht ist, dass wir eine ganz andere Planung machen, und vor allem auch an den neuen Quartier wie Erschöffling, da kommen die Auto gut nicht mehr ran, da sind sie draußen. Und dadurch kriegen natürlich Leute auch dazu, wenn da noch ein Gär da ist, ein Tram da ist, ein schnelles Bussystem da ist, Velos, U-Bahn und Velos, Wehr. Das heißt, du schaffst den eine Voraussetzung, dass die Leute nicht mehr so aufhängig sind vom Individualverkehr. Gut, und dann die Elektrifizierung nicht nur bei den Autos, aber die wissen, dass der François Bausch sämtliche Bussen zu Lützeburg werden elektrifiziert. Das möchte kein anderes Land an dem Tempo, und das, weil wir viele Busse fahren, ist das natürlich auch, das ist auch ein Beitrag. Und wir haben ein ganz ambitiöses Ziel für 2030. Und die gute Nachricht ist, wenn ihr bedenkt, wie für uns 2 Jahre Diskussion war, wie wir für die erste Jahr über Elektromobilität geschwärzt haben, aber wo wir los sind, da sind ich aber, auch wenn das dazwischen ein bisschen gestreizt war, ich meine, Ginlo mittlerweile auch auf diesem Festival ganz viel Elektroauto gekauft. Und da gesagt, dass ihn heißt, du auch die Courage muss haben, für eben klar zu so, wo die Richtung hingeht. Am mit dem Carol seine Prämie von 8.000, François Bausch, die Lode Leasing, denke ich, überschafft. Denke ich, dass man wirklich an dem Dote-Bereich, was ein zentraler Bereich ist, ohne dem wir gar nicht bei Klimapolitik kommen, dass wir da die letzten 2 Jahre gut vorgekommen sind. Und dann
sonst noch ein Wort zu der Logistik. Also es geht ganz viele Remarken an den Chat an Diskussionspunkten, die greifen wir nur eine Diskussion aber ich meine, sonst kommt man nicht durch den Vortrag. Die Leute, die das schreiben, wir probieren nicht zu vergessen, wie ist die so also auch so passen oder nicht an den Vortrag echte Verständnis frohen. Wie Einklot betrifft dann aber den Wasserstoff. Spielt in am ganzen du eine Rolle oder nicht trotzdem, weil du es nicht nimmt, weil der Wasserstoff ich komme noch auf den Wasserstoff. Also, ja. Gut. Nächste Slide. Vielleicht ja auch viel zu verstehen, was CO2-Steuer brucht wird. Hier sieht der Graph, also Diesel als 10 mal mehr Diesel verkauft zu Lützburg wie Benzin. Und wir hatten 2018 hat man nach einen Trend nur Uwen. An den Trend, den wir gebracht kriegt, am Jahr gebracht kriegt am Jahr 2019, dadurch, dass man die 2 Cent also die Akzisenerhöhung gemerkt hat 2019. An 2020 war ein exzeptionell Jahr mehr, vielleicht also nicht so exzeptionell, weil wenn ich Zahlen noch gucke, wir haben die von diesem Januar. Wir hatten den Januar 19 war das war nach im Moment, wo man nach keine Akzisenerhöhung gemerkt hat, an die Gesicht hat man nach eine Tendenz nur. Am Jahr 2019 als die Akzisenerhöhung gemerkt, die ist schon mehr gemerkt. Und das ist an den Main nur mehr, wo man dadurch Männer diese verkauft. An los immer am Januar 21 an die Gesicht, dass du nein aufgegangen hast, das natürlich wahrscheinlich ein Mix aus, dass noch ganz viele Leute an der Tele erbig sind. Die muss verstehen bei den Frontalien, hat den immensen Impact auf den Verbrauch von Diesel und Benzin, weil Frontalien 70, 80 Kilometer am Tag in der Nähe fahren, während wir zu Lützeburg vielleicht 20 Kilometer auf der Tag fahren. An die nächste Slide. Den anderen Effekt, ohne an den letzten Details, sie wird natürlich stehen, den Effekt nicht auf den Diesel, von mir einer Tanke mir auf den Diesel professionell an die gesieht die muss als Referenz hüllen wo de null aus für die rot aus gesieht dass Deutschland Kamion aus Deutschland die wette lo wahrscheinlich noch mehr zu bestanke weil Deutschland ein CO2-Steuer angefordert wird die liegt mir heich aus wie die volle zu par rapport zu Frankreich und noch par rapport zu Belg hummer den differenziell mit Längemerk an dat kann ein Teil von der Erklärung sind, wir werden mal am Januar Männer diese verkaufen an der T-Stunde auch Männer, die für auch Männer CO2 emittiert. Nächste Slide. Vielleicht denke zu den Elektroautos. Wir haben das von MyEnergy, die Carbon Counter, den CO2-Bilanz von den elektrischen Autos sind die gel, die schwarz, das sind Benzin und Diesel, die rot sind Hybriden. Es gibt wissenschaftlich gut kein Dutt mehr, dass elektrische Autos CO2-mäßig viel besser sind. Gestern eine Etude rauskommt, die auch sieht, dass sie Männer knascht, also Männer Aufall insgesamt mehr, weil nämlich ja nie angerechnet wird bei den Diesel, bei den Benzinen auch die ganze knascht, die eigentlich auch Raffinerien an nach dafür drin geschieht. Nächste Slide. Und da kann ich schnell gehen, ich meine, Primen können wir vielleicht noch ein drauf kommen. Nächste Slide. Wichtig wäre natürlich auch, dass man mehr für die Bornen am Länge die letzten 2 Monate sind mehr wie 300 Bornen bei Leuten daheim abgerichtet gehen. Und das weiß, dass als Bornen Primen auch Success haben. Und wir wollen die auf jeden Fall auch an der Residenz in Mattes Dicken zusammen in das Leid bringen. Nächste Slide. Das ist dann den Supercharge, die natürlich ein Kompliment ist, weil ihr zu allem Moment kann tanken an ganz bewusst. Und das wäre mir auch wichtig, dass man über ganz Landstationen haben und nicht nur just auf den Tankstellen, auf den Autobahnen an der Stadt, mit ganz Land kriegt über die nächsten 2 Jahre ein super Service über Supercharging. Nächste Slide. Auch die Einzelmuster, aber sind die auch quantifiziert, geht an Reduktionsziele oder aus der echte? Nee, also du kannst zum Beispiel, wenn du siehst, schon haut, was ich 300.000 Autos und dann schon mehreren, gut, dann muss ich wahrscheinlich von der Bevölkerung zuhört, wird an einer echten Phase wird 12 von den Autos nicht auffüllen und dann siehst du eben einfach, okay, schon x% von Autos am Jahr 2025 schon ich eben so viele Autos, die elektrisch fahren und schon so viele Autos, die Diesel fahren. Und das ist ganz genau gerechnet am Fleck, so wie eben auch, du musst bei der Renovation musst du natürlich so,
du musst eine Annahme machen, du kannst das schon nicht für alle Haus, wenn du siehst eben am Schnitt sind Häuser so tief renoviert, an mir 100 so viel, wobei wir bei der Renovation nach nicht so sind, wo man eigentlich muss sind, nur kneckt, das ist klar. Und da bei der Industrie, du wirst mal los schon, dass man das, was am Kneck steht, dass man das plus oder moins erreichen will, weil wir wissen, wie Investitionen die nächsten Jahre kommen, weil wir auch wissen, wie Obligationen an die Industrie wird. Vielleicht noch ein zum Wasserstoff, wenn du die Längstabelle guckt. Das ja ganz viel geschwert gehen über Wasserstoffkamion. Wirklichkeit ist, dass ein Kamion mit einem Katenär auf der Autobahn, wo ich nicht mengen, dass das könnte, das ist aber den effikazsten. Und da könnt den Kamion mit einer Batterie, und da sieht er, den hat 50%, also den hat eine Effizienz von 62% an den Wasserstoffkamion, weil Wasserstoff, der muss schwer herzustellen, den hat eine Effizienz von 30%. Das heißt, an einem Sektor wie die Logistik, wo es schon noch um Alzhantim geht, also es ganz wahrscheinlich, dass Kosten von einem elektrischen Kamion quasi tauschend sind, wenn nicht sogar noch Männer, wie Kosten für ein Spediteur von einem Wasserstoffkamion. Wasserstoff werden wir an einer Reihe Industrien brauchen. Es kann noch sein, dass wir Wasserstoff irgendwann nutzen werden an den Wärmenetzer. Ich meine nicht, dass wir immens viel Wasserstoff kriegen, weder am Personentransport, und ich meine auch nicht, dass wir es immens viel kriegen bei den Kamion, weil den Tesla mit dem Kamion rauskommt, Mercedes, Volvo, an all die Kamion, die sie für den Spediteur viel mehr günstig, wie wenn der Spediteur Wasserstoffkamion geht. Nächsten, gut, ich meine, Ökonomie zirkulär können wir im Detail machen, nicht Haut. Was wichtig ist, Holz, mit Holzgebäude bauen, das ist natürlich auch wichtig, weil wir durch quasi CO2 aus der Atmosphäre an einem Gebäude bannen, und das werden wir auch massiv machen. An der Recherche Innovation ist es so, dass wir an der Regierung also sind, dass Energierecherche mehr große Stelle wird kriegen an dieser Regierung, wie das für drauf wäre. Gut, ich brauche nicht an der letzten Detail, aber wir werden es bei Gebäuden machen, wir werden es machen mit eben auch der Intelligenz von den Stromnetzen und so weiter und so weiter. Und der letzte Punkt, wir haben auch lanciert einen Prozess, den heißt Luxembourg in Transition, mit für die 10 Equipen oder 6 Equipen. Und da geht es ein Ström, dass wir auch nur denken, wie ein Klimaschutzmaßnahme nur 2030. Also just nehmen, vielleicht zu weisen, eng von den 6 Equipen, die noch am Rennen ist, am nächsten Slide. Und da geht es eben dann auch um Sachen wie kann ich mehr Cargo-Biken und Logistik kriegen, wie kann ich, und das den Slide mit den geringen roten Punkten, wie kann ich quasi Gaming, was du heute in ganz Bewegung hast, gerade bei Jungen, nutzen, für zum Beispiel das Leute mehr in Richtung vegan gehen, an der Fleisch essen oder den Auto stehen lassen in der Richtung. Das heißt, wir probieren über den Prozess von Luxembourg in Transition dann quasi nachdenken, wie weit zu denken am Bereich von, was das alles nötig beim Klimaschutz. Gut, und dann denken ich, sind ich da durch, wenn wir noch, also nachdenken, vielleicht Mesure faire, ohne eine Reduktion vom Tanktourismus kommen wir nirgends hin. Öffentlicher Transport als ein absoluter Must, Elektromobilität als zentral, neue Gebäude muss man gut sein, für nicht nach neuen CO2 zu kriegen. Renovation, da muss man noch besser gehen. Die Effizienz in der Industrie läuft gut. Solar sind wir guten Weg. Bei den Wandmühlen noch. Und wir sind eben noch an Gesprächen mit anderen Ländern für neue Projekte mit anderen Ländern zu machen. Super. Vielmals merci dir zwei. Wir hatten einen ganz lieblichen Chat. Ich weiß noch nicht so richtig, ich ging probieren zu strukturieren, aber ein bisschen, dass man nicht von den Hübschen auf Herbst sprangen, wenn das okay ist. Ich probiere wirklich mein Bestes, schon während dem abgeschrieben, was für Remarke kommen. Ich ging viel Stunden, dass man mit Apps aufhängen, weil der Pumol rumkommen, das ist das Monitoring und Kontrolle. Weil das so horizontal ist. Vielleicht, also lo wäre man noch immer, also
ich wäre froh, wenn das für ihr okay wäre, wenn wir gingen thematisch aufschaffen müssen, dass wir bei Ne bleiben. Und die könnt ihre Macht nach immer wie ein Chatterer geben, wenn er das Leben hat, oder wie er Handweisen, aber nicht handrealweise, weil das gesagt nicht. Wie Handweisen, an denen der Ende bei Partizipant geht, und dann kriegt er dort Möglichkeit, wenn er jetzt guckt, mit Handheben zu machen, das nicht gemacht. Also die echt froh, die Pumol auch kommen, also sie auch Leute, die los mir gechattet und nicht als die froh eben wie erste Monitoring, kennt ihr nicht auch eine Form von Dashboard machen, wo die Leute kennt kontinuierlich gesehen, wo steht man drin mit den einzelnen Maßnahmen, was geht erreicht, respektiv schmengen du wird direkt auch verbunden, was geschieht von Zielen von Sektoren augenscheinlich nicht erreicht gehen, wie geht es dafür? Und schmengen die froh, vielleicht da kommen Carol direkt gewissen. Ja, ich meine, das ist eine Vorstellung mit den Sektorzielen am Monitoring, die direkt mit dem Klimagesetz zusammenhängt. Aber auf der anderen Seite verweisen wir, was Sektorziele unsehen, die sie abgedeelt, genauso wie im UN-Bereich Sektorziele wir auch rapportieren. Da haben wir ja einen annuellen Rapport, eine biannuelle Prüfung, wo wir stehen. Das ist ein Exerzice, den wir international auf UN-Niveau. Und auch im europäischen Plan haben wir an sich eine Reglementation, und die überholen wir an als Gesetz, die klar sieht, dass wir all Jahr reduzieren. Und wenn wir das pro Sektor machen, das eben, das wird festgehalten, ist an einem Komitee interministeriell, die parallel zum Gesetz gegründet ist, wo alle Ministerien mit dabei sind, da fließt das an ein Reglement grundikal, und da kann das auch regelmäßig gemonitort gehen. Eine gewisse Flexibilität ist bei den Sektorzielen dran, und zwar von einem Jahr auf das andere mal mit rüber zu holen, weil es kann sein, dass sie nicht eher overachieved, nur das Jahr wäre ja Sektoren, die mehr geschafft hätten wie andere, oder dass sie auch inner den Ihnen geht, dass Fleischgewichtung, man nur so 20% Landwirtschaft, der ging ja dann 20% mehr, und ein anderer Sektor ging mehr mehr, dass sie auch dann eine gewisse Flexibilität ziehen lassen, dass man als gemeinsam jährlich Reduktion gemeinsam erreichen, an die Flexibilität tun wir am Gesetz. Was das Monitoring angeht, ein zweites wichtiges Element, wird ganz genau am Gesetz festgehalten, gehen aus neben dem Komitee interministeriell, den Aufgabe, das ist ein Beschluss von der Regierung, den es gibt, für die Aufgabe gemeinsam zu machen, ein Regierungsbeschluss also, gibt es auch den Klimarat, den Observatoire du Klima, den holt am Bereich vom Gesetz Mission, einen annuellen Rapport zu machen als Wissenschaft von den Mesuren, die da sind, zu evaluieren und zu gucken, wer das realisiert geht, und wer nicht. Und eine Aufgabe, wenn ihr gesagt, dass an einem Sektor nicht geschieht, also der Wissenschaft, wir basieren als du auf die Wissenschaft zu Lützeburg, eine starke Message. Versteht ihr? Die haben auch noch die Aufgabe, als auch noch zu guidieren, wenn es darum geht, neue Mesuren zu machen, und das natürlich dann den interministeriellen Komitee an dem es den dann analysiert, was den Observatoire sieht, den die Aufgabe hat, den Prozess zu begleiten, zusammen mit der Plattform, weil es gibt ja auch eine Plattform, die wird auch zweimal im Jahr zusammenkommen, die wird zusammengesetzt aus allen Forstwiven, die wir heute zu Lützeburg haben, das ist die Plattform Aktion Klima, und ich meine, dass es die Zusammensetzung ist von verschiedenen Akteuren, wo wir eine Wissenschaft tun, die einfach nicht krü guckt, wer das gemacht, die das begleitet, zusammen am Minister, den am Gesetz das klar festgelöschte Minister möchte nur die Regeln von der Kunst, die auch international anerkannt sind, möchte Koordination an sammelt die Daten und stellt das dann noch durch. Und dann wird dann an den einzelnen Gremien geguckt, und ob dann die einzelnen Sektoren, und dafür als das am Gesetz steht, aber relativ klar mit dran, denn also ich meine, dass an das geht ja am Reglement grundikal pro Sektor geteilt fest wird. Wobei die Reduktionsziel, das ist klar, wen wie viel kontribuiert, das können wir an den nächsten Moment. Und da sind wir am Schaffen, wir sind am Gange, das geht an dem Komitee interministeriell entschieden, in der Reglement wird ob Dingens kommen. Ich hatte noch eine zweite Wolle, den ich mir abgeschrieben habe zum Klimapakt, wo ich auch Diskussions... Also der Monitoring, da haben wir europäische Regeln, da haben wir internationale Regeln, wir erfahren den Rat heute zu Lützeburg. Bei das Emissionen geht gut nicht neu. Wir haben eine Referenz am Gesetz bei den Sektorzielen zur Reduktion, die ein linear aus dem europäischen Plan, mit einer Referenz auf die europäische Reglementation, weil du hast völlig klar.
den MacDD kontabilisiert dat an dann hummer jo nach als Gremien die als hëllefen de Suivi zu garantieren am echte Gesetzesentwurf durchstellen ja dran, dass die Dokumente auch öffentlich wären, die du erstellt gebe von den diverse Gremien an die explizit aus so die Dokumente wären öffentlich ausgestracht gehen. Gibt du eine Rassurance, dass eigentlich rhetorisch wie wäre das gestraft? Laut sind sowieso Umweltdonneien transparent an Donnerwert zu Stadt sicher hellen Millionen am Umweltbereich Transparenz von Donien an der Jörg können auch haut schon für die Leute, die das interessiert, das gibt biannuellen Rapport, das sind immer ganz furchtbar viele Seiten auch haut schon können da gucken, wo das besteht. Wir gehen du all 2 Jahre auch auf Herdsaniere geprägt, wer Draghi geht und ob dem Bereich von den CO2-Emissionen an von du hier aus dat als du de somengen kann ich holen, weil Umweltinformationen von der relevante Art natürlich auch öffentlich muss zugänglich sein. Ich packe mich Google Verbrauch. Claude, willst du mir verdecken also ich denke, dass ich mein Carol da so du hast ein europäische Kader, du sogar weltweite Kader, weißt du musst den Klimaziele rapportieren. Na gut, ich meine, die kannst du nicht ändern. Etwas, wo Carol und ich am Gang sind, zu überlegen, als zum Beispiel Undeel von den kooperativen Strom, Undeel von den, was ich denn, das mal Monitoring machen von den Elektroautos, das mal Monitoring machen, was ich von Gemengen, die da dann dort machen. Weil du ja auch gerne eine Dynamik dokumentierst, die du von Europa hast. Und die Dynamik, ich meine, das ist für die Dynamik, die wir brauchen, bei den Leuten, bei den Gemengen, bei den Wirtschaftsakteuren. Und die Dynamik, die kannst du natürlich nicht dokumentieren über eng Zoll, wo du siehst, was weiß ich, Verbrauch von oder CO2-Emissionen bei den Privatleuten. Und da sind wir eben am Gang zu überlegen, ob man nicht noch pur zusätzlich Indikatoren machen, für einfach zu weisen, auf wichtige Punkte, wo wir da sind, und wie wir weiterkommen. Okay. Die Leute, die frohen zum Monitoring hatten zu den Allokationen, sind die zufrieden mit den Antworten oder wollen die noch schießen? Es meldet sich geht zu Wort, dann wäre das scheinbar zufrieden. Dann einfach froh, weil die lo immer mehr Fragen könnte, dass dann aber den David Frusto, dass der Klimapakt nach nicht da ist und noch froh nur den Umsetzungshilfen. Also weiter. Also ich war heute bei der Staatsrot gucken, den hat effektiv mal du gell, dass die Stadt muss kommen, mir aber wie das erklären geht es sehr viel mit dem Pakt, wie es mit den Umsetzungsmöglichkeiten an ja, Plan aus, weil yes. Auf die Dauer macht der Maßnahmekatalog. Yes, absolut. Klimapakt wollte ich auch direkt durchschießen. Bon, ich bin erstaunt, dass so lange gebraucht wird. Der Klimapakt ist am Juli durch den Regierungsrat gegangen und aus den 25. an der Chambre deposiert ging. Wer hier beim Staatsrat, d'ailleurs, also es ja just eine Überschaffung von einem Pakt, der schon da war, wo man sich das ja Finanzierungsgesetz wir haben doch dafür präsentiert. Ich kann aber jeden beruhigen, weil am Text dran steht auch, dass der retroaktiv ab Januar 21, also dass es ab Januar 21 gültig ist, wie das ein positiv Mesure ist, werdet dann hoffentlich, und ich hoffe, das ist rot gesagt, also, dass also am Gesetzestext steht dran, la présente loi produit ses effets au 1er janvier 2021. Weil man gedacht hätte, wir wären für drauf fertig. Ich hoffe nur, dass den Satz nicht rausfliegt. Ich meine aber nicht, dass das dürfte ein Problem sein. Schon, also, ich hoffe nur, also, sobald es da ist, werden wir all, François Benoit sitzt hier, also Präsident von der Umweltkommission, sobald es da ist, haben wir gesehen, wird der Staatsrat Remarque gemacht hat, werden wir dann an der Chambre debattieren, also das ist relativ geschwind da sein. Wir hatten geplant, aber ich mich lebenslos, wir hatten aber auch gehofft, dass ich da zurückzukriegen, weil das Gesetz, das an sich technische Plan wenig verändert gehen ist und hoffen, dass wir so schnell wie möglich fertig sind. Ich kann aber jeden beruhigen, da ich durch My Energy an alle guten Akteuren, die mit am Gange sind, haben versucht immer auch darauf hinzuweisen, dass wir da an die Richtung schaffen sind. Dafür kann ich an der Hinsicht beruhigen. Ich habe doch nicht gedacht, dass es so lange ging brauchen.
war schon einer Gesetze, die uns wären halb Jahr gebraucht. Das immer das warum was nach einem guten Delay an der kriegen wir dann doch schnell hin. Mir als Rick vor dem Moosnahmekatalog, weil den hast du dann wo hast den dann drüben respektiv Gemenge wäre einfach froh, was Delo ginge kann, wir können nun rappen. Ah ja, den hast du haben ja nach Purtore gedreht, an den mir so weit an der Reise sind, dass man mir wann du vor sind, dann lass man echt so gerne Dokumentation so kommen. Du hat man als wie man das Projekt deposiert hatten, auch weil man heute mehr Transparenz und die wissen auch, dass man mehr gute Monitoring von den Mesuren haben und dass man sich neue Toolen auch haben, für das die Gemenge besser wissen, wo sie drin sind. Wenn du froh sind, dann lass mal erst die rezenteste Version davon zukommen. Das ist ja auch ein Dokument, das sich an den letzten Jahren immer entwickelt wird, mit du Guffen an sich über die letzten Monate fleißig geschafft. Und wenn du frohe konkrete Art sind, das die letzte Version das eigentlich ganz konkret, eben weil ich weiß, dass eine kontinuierliche Diskussion über die Maßnahmen. Das heißt, ich kann nicht den aber gerne zukommen lassen an seiner letzten Version. Sollen wir das ausmachen? Das ist tiptop, und das setzt man mit der PowerPoint von Haus. Absolut. Ja, Dann machen wir. Und das ist so. Ich meine, das sind ein paar Leute, Frau in anderem, mir hat die auch noch Propose gemacht, ich habe direkt geguckt, ob es überholt gehen ist. Ich froh, wie beim Monitoring, ob Leute, die Frohen zum Klimapakt hatten, ob da dort ein für ihr Ziel für, also ob du die Hauptantworten dran sind oder will, ob nach will spezifisch Schnurrhaken zum Thema Klimapakt, die soll sich da nicht melden, wenn ein Rückfroh wäre zu dem Klimapakt. Nee, das schenkt Minister schon eine gute Wäsche zu kommen. Sie schenkt froh, ein richtiges beantworten, oder? Boah, da probiere ich mich viel zu testen. Ja, da froh, sie ein bisschen mehr breit. Also das eine, das natürlich von den Wandbilden, die Promo gestaltet gehen, als an Verträglichkeit aus ökologischer Sicht. Dazu so, ich mein, das natürlich Carol zuständig ist für die ganzen Naturschutz. Also wir haben vom Kamedi hier mir eigentlich von den strengsten Gesetze an Europa. Und das führt ja doch dazu, dass zuletzt nimmen Anlagen abgeriecht gehen, die wirklich an der Hinsicht extrem optimiert sind. Zum Beispiel die 7 Anlagen, die zu Venture, Anfang des Jahres und Netzgänge sind, das wirklich den allerletzten Innovation auch im Niveau von den Bläder selber, also von den Wandbläder, für eben den Kamedi rauszuholen. An Mihundo wirklich die strengsten Normen. Und da beim Naturschutz ist doch so, dass wir da ganz streng sind, und was schon auch erklärt, dass Einzelprojekte dann eben nicht gehen. Ich meine, die hat das Market am Süden, da waren am Anfang waren 9 Anlagen geplant, gut, und da sind, wir werden da 4 oder 5 machen, gut, und sind da 4, die sind effektiv nicht gemacht, als Grund von Naturschutz. Und ich meine, das ist dann auch gut so, weil wir ja da müssen in Equilibrium finden zwischen der Biodiversitätsschutz auf der einen Seite und eben der Energieproduktion auf der anderen Seite. Das schale du auch rückfroh, ob die Personen, denen da dem Herz leid. Ich will nur, dass wir eine Diskussion steht, die seht, das nicht möglich als eine Remark zu der Wandmillen von einem Partizipant an dem am Dingen. Nee, das schenkt nicht zu sehen, dann ist die froh nach von der Solarenergie, du sind 2 spezifisch froh, komm, also ich bleibe bei den Erneuerbaren. Die einerseits ob den De-Risking ging laufen bei der Photovoltaik. Die Person, die das geschrieben hat, kann das vielleicht, oder gut wackelt der Aktivist hat antworten. Und die andere froh ist, wie steht mit der PV-Anlagen Umfeld? Also die Risking, die steht, was das die Risking, natürlich, dass wenn ein erneuerbaren Investor investiert, dass es da quasi ein Fonds gibt, den, wann der Energie schief gehen, dass die Risiko gedeckt wird. Die Idee, die steht am Koalitionsakkord an als hauptsächlich gedurcht für erneuerbare Investitionen, die von Lützeburg ausgiffen, auf andere Plätzen auf der Welt gemerkt, das ist das eigentlich eine Mesure, dafür zu sorgen, dass Investitionsfonds, der wir ja viel zu Lützeburg schon, dass sich da nach mehr
am Bereich von erneuerbare Giffen zu Lützeburg usiedeln. Das Instrument also wir brauchen das nicht für zu Lützeburg mit der Solarenergie weiterzukommen, weil es kein großes Risiko ist, weil schon so hast du einen garantierten Abspeisepreis, den für die kleineren Lehren von uns fixiert wird, aber bei den großen Anlehren, das ist schon eine Ausschreibung an die beste Wanne, mit die Wannen dann auch einen fixen Preis über 15 Jahre. Das ist das Risiko nicht, die als mehr, wenn ein Lützburger Investitionsfonds gibt, also ein Fonds, den zu Lützburg domiziliert wird, wenn die in Afrika in einem Land investieren, wo man etwas schief gehen, auf der anderen Seite wissen wir, dass, wenn wir wollen Armut bekämpfen, wenn wir wollen Klimaschutz auch auf der ganzen Welt machen, das lode Moment für massiver Solarenergie zum Beispiel in Afrika zu investieren. Und ich bin immens froh, und ich meine, wir schaffen da mit Carola noch mal Pierre Gramenia zu summen, dass mit Bankplatz Lützeburg das viel Geld, was dann hier racken, dass das auch dahin kanalisiert wird. Und da war eben die Idee von dem Risiken. Die andere Sache mit den Solaranlagen auf den Opellandstrukturen, also wir probieren mal alles zu machen, ob bestehenden Dirscher, kleinen Dirscher, Großdirscher, ob bestehende Makadam, da ist die ganze Initiative, wie wir probieren zu drücken, mit den Carporten, wir haben 300 Hektar plus Parkingen zu Lützeburg, für die Supermärkte, ob die Parken reiten und so weiter und so weiter. Und wir haben ein spezifisch Fenster an der Ausschreibung für eben die dort für Carporten auf bestehende Flächen. Und dann ist es so, wir werden probieren an einem Dialog natürlich intern am Ministerium zwischen Mengeministerium und dem Karl-Ministerium, auch dem Agrarministerium, ob man nicht einfach ein pur Pilotprojekt machen. Und ich meine, letztes hat man auch am Gespräch, dass die auch interessiert sind, für zu sagen, okay, wann da Mist ja vier Ziele zu erreichen, auch lassen wir so, ob nicht Makadam gehen, da müssen sich aber ganz streng Kriterien geben, sodass wir eben noch interessiert sind, mit denen am Échange zu sein. Und mir geht ja auch an den nordischen Ländern, ich habe noch gesehen, an der Schweiz gibt es ein neues Dokument dazu, an Deutschland gibt es ein Dokument dazu, an Frankreich. Ich meine, das ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, wir sind da extrem fest an als Priorität, als lassen mal all Dirsch voll, wir machen die ganze Makadam voll und da gucken wir, wo wir sind. Und in der Zwischenzeit machen wir vielleicht einen kurzen, also pur Pilotprojekt, aber da war immer wichtig, dass darf keine Landspekulation gehen, der Bauer muss dann noch etwas davon holen. Für uns, ich meine, muss ich auch überlegen, und das ist auch von der Diskussion an auch in Frankreich, wo sie so vielleicht von der Bauer auch ein Revenu über Solaranlagen, da brauche vielleicht auch nicht so intensiv zur Wirtschaft für Geld zu kommen. Und kann evaluieren als einen Mix von Abkommen als Energie und Abkommen aus der Landwirtschaft. Dann, ich meine, wir sollten da einen guten Dialog und die nächsten Monate und dann eventuell 1, 2, 3, 4 Pilotprojekte machen, für einfach zu gucken, wann in eine Solaranlage möchte, ob der geringer wisst, was für einen Impact hat auf Biodiversität, kann ich das kombinieren mit der oder der Landwirtschaft, zum Beispiel mit Gemäßbau und so weiter und so weiter. Und ich denke, wir sollten das einfach zusammen erholen. Als Remark muss ich dann einfach so, wir schaffen am gerade als Movement in einer Position mit den Jungbauern der Jungwinzer, stellen sie mal falsch, Landjuren der Jungbauern, also und die werden dort nicht fertig sind. Und da werden wir auf dem Minister so kommen, weil wir meinen, dass eine Reform am Naturschutzgesetz auch Negers e Passage mit der Züste dazwischen. Ich wollte fragen, die Leute, die ein froh und eine Remark und zu der Solarenergie, zur Photovoltaik, ob du nach Evel nu hat man eine Vorstellung, wie war oder wie Chat? Muss aber nur eigentlich eine Person. Oder man stellen ein ganz schön froh, dass der Claude oder Carol, egal wer antworten, dann melden die sich zu Wort. Den Jean-Claude Schmidt. Ja, meine froh ist, dass wir ganz flott von mal viel Solarenergie haben und auch eventuell viel Wandenergie. Wir brauchen ja doch viel Speicherkapazitäten für nicht zu verlieren oder 4 Mal pro Woche oder pro Monat zu verlieren mit dem Sturm, den wir für gemerkt haben. Also ich meine das so, dass wir an der glücklichen Situation sind, dass wir ein ganz gutes Netz haben, als zu Lützeburg, und noch am Anfang, die billigste Speicher ist natürlich an einer echter Hinsicht Stromnetz. Und wir merken an den nächsten Wochen,
werden wir probieren, auch ein Batterieförderprogramm zu Lützeburg zu machen. Das ist mir wichtig, aber das soll ein Förderprogramm geben, dem wir auch wissenschaftlich begleiten. Und wir wollen eine Reihe Batterien an Bürosgebäude, eine Reihe Batterien bei den Handwerkern, eine Reihe Batterien bei privaten Häusern, eventuell auch eine Reihe Batterien am Stromnetz von der Kreos auf den strategisch wichtigen Plätzen, für einfach auf Herren zu kriegen. Also ich persönlich bin auch überzeugt, dass Batterien an dem ganzen Stromsystem in Zukunft mehr eine wichtige Rolle spielen. Seid ihr los schon, dass an Australien, an Amerika schon am großen Stil auch Batterien am Stromnetz angebaut gehen. Die muss zwar auch wissen, dass das australische oder das europäische Stromnetz das ist nicht so gut vernetzt wie das europäische. Und das haben wir jüngst gesehen an Texas mit dem Blackout. Die Blackout, die wir an der Form in Europa nicht möglich gewesen, weil wir viel besser vernetzt sind. Das heißt, ja, Batterien kommen, aber ich muss da aufpassen, dass man nicht so ausgehen, ohne dass das zielführend ist und dafür geht das mit Wissenschaft begleitet. Und das machen wir dann 2-3 Jahre und da gucken wir, wie wir das dann systematisieren. Mit recht, wir brauchen auch neben der Solarenergie dann auch Batterien am System. Er ist direkt froh von den Hydrogensbatterien kommen nur am Chat. Ja, also Wasserstoff, also Wasserstoff technisch ist das mit das ein sehr viel Kosten. An Speicherung über Wasserstoff als wirklich nach ein Stück nicht teuer, wie wenn ich den Strom über Batterien speichere. Wir sind am Gang und eine Wasserstoffstrategie zu schaffen. Wir hatten für ein paar Tage 60 Leute, wo wir ein nächstes Papier 4 gestaltet haben. Wir werden für Sommer spätestens eine letzte Wasserstoffstrategie haben. Und du hast natürlich dann, also wir kriegen ja auch eine Wasserstofftankstelle. Das dann, du sind wir ja dann auch, ob das Uklang findet oder also mehr oder Mann Uklang findet. Und da brauchen wir brauchen den Wasserstoff für allem an der Industrie. Und dafür werden wir mit Carol zusammen mit der Fidel ganz systematisch gucken, okay, ArcelorMittal, was hast du halt für Produktionsprozesse, wie eng sind auf Gas, wie eng von denen können rübergezogen gehen auf elektrisch, weil das mehr effizient ist, aber bleibt dann noch etwas für Wasserstoff. Und da gehen wir alle Industrien systematisch durch. Und das ändert, wo wir wirklich überlegen, als wir müssen beim Holz, also Holznutzung hat seine Grenzen. Ich will auch nicht, dass wir über die Großregion rausgehen, ich weiß nicht, wann aus der Ukraine oder ich weiß nicht, wo Holz erkaufen, das wirklich ist. Und dafür ist eben noch dann froh, ob ich nicht in Zukunft auch Wärmenetze mit Wasserstoff betreibt. Und da muss ich noch gucken, ob das dann nicht auch ein Bereich ist, wo wir eigentlich so ein Pilotanlage machen. Pour le reste ist es wichtig, dass wir beim Wasserstoff natürlich für dich mal definieren, auch auf europäischem Niveau, also erneuerbare Wasserstoff, der für Klimaschutz gut ist, oder also Gas oder andere fossile Wasserstoff, die dem Klimaschutz gut bringt. Und da so eine politische Match zu machen, weil die Gasindustrie an die Richtung direkt Stahlindustrie, der ist teilweise egal, wo der Wasserstoff herkommt. Das heißt, da sind wir auch ganz aktiv für eben das Weichen von der Technologie, die wir mit Sicherheit brauchen, dass der Zug an die richtige Richtung führt beim Wasserstoff. Und wir sind da ganz aktiv, sowohl um europäisches Niveau wie um Niveau von Benelux. Und wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe mit den Belgiern und Holländern zusammen, für zu gucken, der Wasserstoff, den entsteht an den Häfen, zu Rotterdam, zu Antwerpen. Und dann ist natürlich froh, wie kriegen wir von da eventuell über eine Pipeline nach Plötzlich. Aber an die Pipeline, wenn die nicht mehr könnt, gut, war das dann den Zwischenweg für eben geringe Wasserstoff auf Plötzlich zu kriegen. Silo, ganz ehrlich, ich wollte Wasserstoff ganz zum Schluss stellen, weil wir schon einen extra Sommerminister zum Wasserstoff hatten. Ich weiß nicht, wann der Christoph meint, ich will aber etwas sagen. Wann so brand, so wäre ich aber froh, wenn man nicht gegen 20 Minuten Wasserstoff schwätzen, weil man das schon hatte. Dann einer, du sagst zum Beispiel, danke, froh, komm, der soll schon 3-mal kommen, auch wenn nicht für alle Menschen erkennbar im Chat. Aber wiefern die Ziele auch Konkordanz mit dem Wursten schwingen, da kommen da beim Movement Ökologie nicht der Last, wir dürfen auch noch müssen anzugehen. Ich meine, das wäre nach der Horizontalfrohen, die waren. Christoph, du willst selbst zum Wasserstoff aber so, gell? Ich wollte effektiv
Nein, zum Wasserstoff, so weil ich noch gedacht habe, du bist zu groß. Ich wollte auf die Frohhinweise, die am Chat gestaltet werden, eben ganz präzise zum NSCP und den Referenzszenarien, an inwiefern das du wirst mit berechnet werden, an ob das, geht auch das Fall genannt, ob das nicht fatal wird für als Ziele zu erreichen vom NSCP. Wir harmonieren, aber ich wollte nur dieselbe Strohhelle. Wunderbar. Wie geht die Frau vom Wurstemann? Weil effektiv muss ich auch so, für Suffizienz geht am NSCP auch nicht geschwärzt, ich meine, dann Insel ONG auch moniert gehabt. Also Wurstemann. Ja, also, ich fange mal, Carol, an, da kannst du ja komplementieren. Also, wir merken, also wir haben an der Suffizienz als so extrem schwer zu quantifizieren. Dafür wir haben als am NSCP, wo wir wirklich schon mal probiert, alles, was technisch die nächsten 10 Jahre möglich ist, was wir können plus oder moins quantifizieren, Elektromobilität, renoviert Häuser, Nullenergie, Neuhäuser und so weiter, Industrie, das und das. Ich meine, da tun wir alles dran. Der Luxemburg Transition als bewusster Prozess, den ja auch soll über Technologie rauskommen, an die mehr planerische Aspekte, ich meine, das Landesplanung, Infrastrukturplanung, Städteplanung, ohne Idee, wenn die nicht ernst das geht, wenn es nicht Auto wirklich ein gut Stück rausgeheißt aus den Stadtzentren und dann Platz mich für den Mensch, für den Velo, für Trottinett, da kannst du nicht dahin. Gut, und dann das ändert aus dem Tisch, wirst du von Wert, wirst du, ich meine, wir werden eine Reihe Häuser bauen, wenn die Häuser Null-Energiehäuser sind, dann wenn wir sie nur zum Beispiel auch mit Holz machen, dann da kriegst du ja, dann hast du jeweils eine Antwort. Ich meine, natürlich, ein Grundwürstum sind Grenz, aber du hast, also was wir eben machen, wir gucken, dass wir, wenn wir noch neue Sachen machen, dass die klimafreundlich sind. Und dann wo ich wirklich denke, wo wir zusammen müssen schaffen, dass also am Plan sektoriell ist ja auch eine Antwort darauf, dass wir nicht mehr wollen, egal wo das Land entwickeln, mehr groß, also die Leute sollen auf Plätze wohnen, wo es schon Infrastrukturen gibt. Wenn ich erst Schöffling gucken, 10.000 Leute, da könnt ihr neu gehen, da könnt ihr eine vom schnellen Tram, es könnt eine Array vom schnellen Bus, an die ganze, könnt kein Auto ran. Die Autos sind draußen nach Parkhäuser, aber dran sind Menschen mit ihren Trottinetten, Veloen, an Kannerkutschen und so weiter. Ne? Und das ist den Urbanismus, den wir dann quasi überall brauchen. Mit ein bisschen Wirtschaft auch gegangen, ne? Also, bei der Wirtschaft, wenn ich ein Beispiel gehen, die Guardian die hatten zwei auf 2 Plätzen zu Lützburg gelesen gemacht, los ein so. Wenn die blieben wir, also wird Guardian mit einem dritten Weg kommen, da wir das hat einen immensen Impact auf ganz Klimapolitik. Dadurch, dass Gerdilo Inuven ausschaltet, haben wir quasi schon ganz viel angespürt. Für was kenne ich das Beispiel? Einfach für ein kleines Land wie Lützeburg, Industrieprozesse, das sind halt so große Industrieprozesse. Wenn ihr so könnt oder so geht, das kann dann natürlich, das kannst du auch an einem Plan wie vom NSCP, das kannst du nicht komplett antizipieren. Was du kannst machen, als du, und das tun wir eben gemerkt, wir haben gesagt, okay, wir haben eine bestehende Industriestruktur, an der bestehenden Industriestruktur probieren wir mit den industriellen Verbesserungen hinzukriegen. Gut, und dann, ich meine, da, wo wir wirklich müssen zusammen schaffen, dass den individuellen Autobesitz, gut, ich meine, da, also wir können ja nicht bei allen Anwohnern dabei, können auch mit derselben Parallelität neue Autos haben. Also ich meine, dafür muss man eben zusammen schaffen, da tut man natürlich auch ganz viel mit Gemengen zu dienen. Mit Gemengen, das ist ein Gemeng hat jeweils mehr einen Impact, ob autofreundlich oder mobilitätsfreundlich sei Raum gestaltet, das von mir als Regierung. Wir können da Rahmen gehen, mehr Gemengen. Okay, Herr Minister, das ist okay. Carol Diesburg will doch einfach, Carol, ich gehe dann direkt 2 Fragen mit Zusatz auf den Weg zu dem, was du willst so. Und die Engers von einem angepeilten Szenario mit Effizienz, Erneuerbare und so weiter bis 2030, nee, pardon, ich wollte die Hand runterholen. Und zwar, wenn ihr schon gesagt, dass
dass wann Wissenschaft zum Beispiel Locher sieht, dass die Richtlinien nicht genug sind für das global op 1,5 Grad Passway zu bringen, die Paris kompatibel wie weit aktualisieren und nicht los schon als Ziele vom Knack wie weit werden wir danach 5 Jahre, dass die Engfrau die auch en relation am Wustem an die zweitfroh schließen sie auch für wat Gouvernance zum Knack geht, man am die durchgelöscht wird, schenkt alles op gut will abgebaut zu sind. Man kein kontrariant Instrumente wie Sektor nicht op Gleis zu kreen, wann het entgleist. Als dat wüt Erfahrungen wirklich genug. Ich meine die 3 Henkebissen zu summen. Okay. Ich will aber denke ganz kurz ob die Wurstumsfrodo trotzdem ago, weil ich fand das schon eng froh wie entwickeln wir und dafür aus die jahrelang sage von wie entwickeln wir als landesplanerisch durch die Neuplan sektoriell die Zter Göster erkräft sind mengen ich aber an gut Bune gerät und da will ich aber trotzdem auf die Wurstumsfroh agoen, weil ich fand nicht so einfach zu so Wurstumsfall Punkt. Du muss man meng auch differenzieren, weil wenn man Ziele vom nationalen Energie- und Klimaplan wollen erreichen, da brauchen wir mehr Erneuerbare, da brauchen wir mehr Bio, da brauchen wir mehr Autonomie an der Produktion von eigenen Nahrungsmitteln. Noch das bedeutet für verschiedene Akteuren Wachstum und eine Weiterentwicklung. Und dafür muss man genauso wir müssen CO2-Emissionen entkoppeln. Das tun wir da ja auch an den letzten Jahren aus der Erfahrung, kann ich sagen, dass in am Wohnungsbau schon 12% entkoppelt wird. Wir haben mehr Wohnungen, wir haben Neuwohnungen, wir haben renoviert. Aber pro Kopf mischt das eng jetzt aus, über 30%, dem wir heute schon eine Entkopplung von CO2-Emissionen an einfach neue Wohnungen, also sprich auch Wachstum. Dafür muss man an der Diskussion über Lifestyle Changes, wo man das immer mehr glücklich, das nicht ein Wurstungsbrot, das ein froh wert will immer an der Richtung immer, aber wie kriegen wir evitiert, dass die Negativeffekte zum Beispiel bei Wasser, bei Natur, und bei Ressourcenverbrauch, wie kriegen wir die entkoppelt von einer Entwicklung, die mehr nachhaltig ist. Da gehe ich über die Frage von der Gouvernance vom Knack auf von der Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft war ganz klar dafür, auf die Wissenschaft hingewiesen, dass man weltweit muss den Haltschnitt reduzieren bis 2030. Die Wissenschaft ist auch klar, dass Urgenz da ist. Und wenn man guckt, für 2 Jahre hat ich noch nicht gedacht, dass man europaweit ein wäre von 40% auf 55% als gemeinsam zu ähnlichen an allen Ländern dabei sind. Wenn da guckt, was 2015 beim Pariser Akkord war, die Dynamik, die da entstanden ist, ist immens. Aber was man die letzten 5 Jahre geschafft hat, ist immens. Und wir haben laut weiter die Pflicht, Europa abzubauen, und weiter die Ambitionen über Zeit abzudrücken. Ich will nicht sagen, dass man nicht all Einzelne brauchen, für zu helfen, dass das so schnell wie nicht mehr möglich geschieht. Wir haben aber auch heute Game Changer. Wir haben zuletzt für die allererste Mal ein Klimagesetz, wo wir ein klares Ziel gehen. Daher also nicht nur Goodwill, weil wenn in ein Gesetz ist, man ein Ziel bis 2030, dann ist das auch ein Ziel, die gesetzlich verankert ist und die sektorübergreifend muss erreicht gehen. Aber wenn ein nur ein Reglement Grand Ducal ist, dann ist das wesentlich mehr stabil, wie wenn ein visuell so organisiert und dann weil ich komme auf den Gouvernance, das nämlich nicht mehr gut will und en plus haben wir ein wesentlich mehr Großkontrolle und eine Implikation von allen Sektoren. Das hatte mir visuell heute zu Lützeburg an der planifizierter gesetzlich festgehaltener Form visuell noch nicht und natürlich werden wir über Zeit noch können weiter das ausbauen. Mir schwere mich aber gegen die Dinge, dass er gut will aufgebaut, dass von in all Sektor ein Ziel gibt, und dass wenn ihr seht pro Budget, aber wenn dem Moment das Budget nicht erreicht wird, und guckt den, kann ihn das eher mal drüber holen, dann hat ihr ein Jahr mehr Zeit für Fleisch mehr zu erreichen. Jeder kommt genau vorausgesehen, wo man heute ginge stehen. Dafür braucht man eine gewisse Flexibilität, auch zwischen den Sektoren. Mir was geschieht, wenn ein Ziel nicht erreicht, ganz klar noch einkehr. Wir haben ein Komitee interministeriell, die nicht am Gesetz steht, mit einer Entscheidung von der Regierung, was die guckt sich regelmäßig an, ob Ziel erreicht wird. Wir haben ein Observatoire du Klimat, den am Auftrag vom Gesetz der Rapport möchte, ob Ziele erreicht sind, die guckt, sind die Mesure gemacht gehen und wo zur Not auch neue Mesuren, weil Strophen, und ich meine, das immer als all eins,
wann elementar Elemente von der Education sind, nicht, dass sind Leute nicht mehr straft. Natürlich muss eine Landesleistung aklobbar sein, und nicht gibt es im Gesetz. Aber elementar Elemente von der Psyche ist, dass der positiv belohnt, neue Mesure proposiert, weiß, dass Klimaschutz ein Sache ist, die wir gemeinsam können mehr für mehr Lebensqualität, aber wo die Lebensqualität an unseren Ortschaften für jeder Einzelnen besser wird, wo man mehr unabhängig gehen am Bereich Energie. Ich meine, der tut den Kloturmes für noch ganz eindrucksvoll gesagt an seiner Präsentation. Und dafür geht es nicht nur darum, kann ihn halt Strophen auffordern. Ja, wir haben als Gesamtziel gehen, und die sind per Gesetz da, und da haben wir annuell Reduktionsbudgeten, und wir müssen gucken, dass wir da in der Weg bleiben. Ja, du wird sicher, das Gesetz hätte man noch können mehr kontrainant machen. Mich muss ich sagen, das Kontrainanzgesetz, das bringt nichts, wenn man nie vorbei, nicht auf der Plattform d'Action, die man Heimater, die man am Gesetz instaurieren, wo man seine Arbeitsweise gehen, mit Schiederängen, dass das thematisiert wird, dass man als Rendezvous gehen, all Jahr für zu gucken, wo sind wir, und dass die Positivbeispiele erfolgen schon. Nimm ein E-Beispiel. Klimapakt als kein kontrainant Instrument. Klimapakt wird bewegt, dass all Einzelgemeinde heute zu Lützeburg sing Sachen geguckt wird, eine Analyse gemacht ist, an sing Strategien mit auf den Weg gehört, dass Hallen renoviert gesehen, Neugebäude klimaneutral sind. Kann ich sich nicht mehr darauf festsetzen, dass ich kann Strophen. Und durch das Gesetz geht das auch klar. positiv Nebeneffekte zu höllen und gemeinsam zu planen, aber in Richtung gehen. Okay, merci. Die Leute, die froh an dem Sektor hatten, wollen die nach Nohack etwas oder bloß mal dabei? Meldet sich, Chemie, soweit ich gesehen, boah, das 10 auf 8. Sind wir noch nicht so ganz sicher, weil du schwätzt nach Darcelomittal und ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ja, doch, gerne. An einen Satz zu antworten. So, probieren bis 4 Lob ganz kurz antworten, dann hören wir nach 2-3 Sachen durch, weil ich meine, dann haben wir da allein gepackt, das ist erstaunlich, sind da immer 90 Leute dran. Wie das meist nach 5-6 Minuten geht, dann ganz kurz antworten, dann ist sie doch ganz kurz. War das trop bei ArcelorMittal? L'État a-t-il les moyens nécessaires pour faire des efforts d'efficience énergétique au mastodonte qui est ArcelorMittal? Ja, das so, dass ArcelorMittal sowie einer rund 60 Betriebe, die sind das war den nennt Accord Volontaire. An den Accord Volontaire als engage Partie, die kriegen den Strom ein bisschen wie billig. An dem Accord Volontaire, da steht auch dran, dass Arcelor muss 1,5% für seine gesamte Energie pro Jahr ein Schwächspuren. An ArcelorMittal hat die letzten Jahren relativ viel Investitionen gemacht, zum Beispiel letzte Investition als eine Automatisierung, an den besseren Monitoring von ihren Waldwerken. Dadurch können sie 5-10% zum Beispiel an so einem Waldweg abspuren. ArcelorMittal also wir nutzen noch Tötz von ArcelorMittal Bellval für die Quartier Bellval zu hützen. Das sind nur 2 Beispiele. Ich weiß nicht, der Markt bei ArcelorMittal geht es ja Generationswechsel. An ArcelorMittal hat dezidiert für ein Jahr, dass sie insgesamt Zero Carbon gehen, also klimaneutral gehen. Seitdem der Big Boss das zu London so klar gesagt hat, wir gehen auch, dass die Ingenieure, Menschen, die schon immer motiviert werden mit so Projekten, dass die nach mehr motiviert sind, und geschieht eigentlich ganz viel. Da waren noch ein paar Fragen, du hast doch selber an den Vortrag auch gedeutet, ich meine, das ist den Claude auch, weil du hast es selber dezent auch gedeutet, dass wir bei der Renovation nicht so viel kommen, wie wir das alle gut gemeinsam wünschen. Kannst du vielleicht 2-3 Sachen so, wo du dann auch probiert, mit knackig dahinter zu kommen? Also ich meine das so, dass man ja geldmäßig also viel mehr wie man über Prime gehen, können wir nicht gehen. Und ich meine, das sind, wenn ich da mal vergleiche, meistens, dass sie wirklich ganz substanziell Primen. Da, wo man nach Verbesserungsgesinn als Bürokratie aufbauen, wir probieren nur am Handweg auch zu diskutieren,
wie man die ganz formulären wie die können mir einfach gehen für das auch den Handwerker die ja oft aber dann am Endeffekt ein bisschen Vertrauensperson aus dass den jeweils auch mehr einfach nach Maßnahme kann auch an das System rangehen und dann haben wir natürlich wir müssen Mensch viel mehr spezifisch auch Produkte haben zum Beispiel mir haben ganz viele Appartementshäuser aus den 60er 70er Jahren du hast nie Geld op Zeit gelöscht für die zu renovieren die sind aber fällig du hast Proprietätsdecisionen die sind am Moment schwierig mir hun Gesetz NRW für das Decision für anhänger Koproprietät eng Renovation zu machen dass die mehr einfach eine Majorität finden auf ihre enger Koproprietät zum Beispiel elektrisch Bohnen zu machen dass die auch mehr einfach geht das heißt, am Endeffekt du musst ganz viel Einzelmaßnahmen optimieren. Und dafür werden wir auch an nächster Zeit wahrscheinlich wie runden durch Renovierung machen mit allen Akteuren. Aber wir müssen uns einfach in dem Bereich gewinnen, dass wir viel mehr mit denen schwätzen, auch für Sachen mal testen. Und dann ist natürlich auch die Formation vom Handwerk. Haben wir genug Handwerker, muss man den auch besser ausbilden und so weiter und so weiter. Ich kann noch so noch Messagen die persönlich das gemenket ob dat also wir wissen ja alle gut dass die freiwillige Akkoren an de letzten Karriere mit der Industrie lo net gerade alles brucht hun get der Minister ha ein gewiss Basis get dat behabt weil die Resultat vom Akkor volontär 2015-2020 als ergehaligen. Ja, das ist natürlich immer jedes Ziel, ne? Ja, mit der Ziel aus 1,5% jährlich Ausspuren an das auch von den dat guckt par rapport zu dat was die Industrie kann machen, das okay. Dat wo man muss nie kommen als eben dass du hast an der Industrie die hun Auditen und die Auditen die gucken jo wat das an enger Industrie méiglech und dass die umgesät gehen an der ändert als du hast eben an enger Industrie heinst der Prozesse die gehen 18 Jo enker richtig schneigemerk auf von do hier muss ich dann noch gucken dass in dem Moment das dann auch wirklich Energiepreis wie du Changementer zu kreieren. Ja, das ist keine einfache Diskussion, weil wenn dann der Preis vom Strom für Dachslometer zu Lützburg zweimal so hoch wie an den Nopeschländer, da gibt Dachslometer halt zu Lützburg zu machen. Weil sie einfach an einem Marché, die schon eine Überkapazität hat, das heißt, das, was wir da brauchen, ist natürlich, wir müssen gucken, dass wir in ganz Europa Regeln haben, und wir sind auch noch am Gang, mit anderen Ländern darum zu schaffen, dass insgesamt das, was die Industrie muss machen, dass das an Europa mehr ähnlich geregelt wird, für das eben noch das Ausspielen von enger Regierung. Google könnt ja auch bei uns, wenn es niedrige Energiepreise haben. Wir kriegen nicht verdieft. Ja, gut, ich will Google das so ein ganz, da muss man da denken, diskutieren. Ja, ich meine, wir schließen, das ist vielleicht leicht vor zum Flugverkehr, aber trotzdem, weil pur sowohl von der Cargolux wie vom Flugverkehr geschwert gehen ist, ob das nicht geht, also ist da nicht ungerechnet geht, aber trotzdem den Klimaschutz kontrkariert. Wen hört du Lust von ihr zwei? Wie brennt auf die Frodo? Also ich denke, dass kein wirklich auf die Frodo brennt. Das ist alle gut bewusst, dass das ein Teil ist von, wo man als Land allein wenig Erfolgswerten haben. Ne? Wir können, wenn es um den Flugverkehr geht, dann ist per se an sich musste er den europäischen Plan gucken, wo wir ja schon am Gange sind, zu schaffen, was den Emissionshandel ist. Und auf der anderen Seite musste natürlich auch das weltweite Niveau gucken. Und dafür ist es ganz klar, dass Flugverkehr, und da tun wir auch an internationalen Negoziationen immer gesagt, dann sind wir ja auch schon ein Stückchen weiterkommen, natürlich nicht weit genug, dass der Flugverkehr mehr genehm muss geguckt werden. Dann ist es aber auch so, und das muss ich noch sagen, dass man es im europäischen Plan sowohl auf Transportministerniveau
wéi op beisem Niveau also ein globalniveau gesagt hunn fir do de Klimagedanke wesentlich méi ranzekréien. Dat huet ki wert dat als Lander leng ze men an Schwees ass de François Bauch och am gangen ass an engem Netzwerk europaweit ze schaffe vu geringe Flughäfen fir dat se ready ass wann noch do en Technologiesprung kënnt. Mo se immer so der den dass die engschien vun Argumentationun as einfach erschränke van dat rem he zu einfach Lesung aus den Technologiesprung so schnell bringen, dass man an sich fortkomme von den fossilen Energien. Das ist im Bereich selwicht und dafür also heute auch natürlich auch das sind wir gucken an der François Bauch durchaus nebenbei eben an dem Netzwerk von denen zukunftsfitten Flughäfen mit dabei sich zu vernetzen. Ich denke, das gehört auch dazu, dass du nicht nur schwarz-weiß möchtest, mir dass du guckst, wie es da an all Bereicher smart Solutionen finden schwngen das zum Beispiel in Picard den Photon ist ganz gut kennt, wo man zuletzt in Deel sehen von denen 1000 Solutionen also List schafft matt und 1000 Solutionen die wissen, dass du ohne fossile Energie rund um die Welt pflegen kannst, das noch nicht alltagstauglich mit Dorona muss man schaffen geht nicht immer darum Sachen zu beschränken wir für zu froh wie fand man mehr Chlora viel besser Solutionen für Bereiche, die am Moment total auf fossilen Energie sind. Ich meine, das bisschen den Haupttenor, den ich aber immer will aufbringen, das einfach zu so komme Schränke nicht besonders. Ich meine, dass es viel besser, also viel mehr Zukunftsweisen an Innovation zu schaffen. Mit das ganz klar, dass das ein Sektor, wo noch ganz viel Arbeit ist, aber wo der Sprung noch nicht geschieht, ist dafür haben wir da internationalen Plan noch ganz viel Arbeit an dem nationalen natürlich auch. Ich meine, ich darf dazu also als Movement ein neue Grundsatz vorbei als Selbstverständnis und du hast wolle aber das muss ich aber so und du immer dann einer Approche dann aber wie ministerisch du halte mir wirklich fest dass man so in Folie wir brauchen technologisch bringen wir brauchen neue Technologien und aber muss man bestimmte Sachen frohen wie den an Eisen an dann aber trotzdem überdimensionierte Flugverkehr oder mir so noch so da dir aber auch noch den Transportminister wir brauchen die Elektromobilität wie wir brauchen eine Massivreduktion von der individueller Mobilität in Folie das als Grund ist ich will noch nette Kontra gesucht Madame Technologie nee, weil ich mich nicht wollte mal zufrieden gehen ich wollte nee, wir wissen alle gut dass man immer die Zusache brauchen ich wollte okay. Nicht lassen dass man doch mehr so, ich will mich bei Leuten entschuldigen, die Interesse hatten im Thema Wasserstoff und im Tanktourismus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Frage bewusst nicht geholt habe, weil man der Tanktourismus-Diskussion immer weil man die schon immens oft hatte, dann den Eindruck hat, dass andere Themen aber... Ich kann aber vielleicht gut dazu sagen. Aber ganz kurz, Claude, ganz kurz vorne raus. Aus dem wenn der Kuch guckt, bei mir den Tanktourismus einfach weiterlaufen lassen, dann lande mir nicht klimamäßig sto, wo man muss landen. Das ist einfach evident. Die eigentlich froh, die sich schon stellt als Tesla bringt man den Kamion raus, die noch 600 Kilometer Reichweite. Mercedes hat letzte Woche annonciert, dass sie an 2 Jahren auch mit engem Traktor, das sind die Züdeln an den Drunzehen rauskommen. All Kamion, also auch da können zu engem Umbau, so wie bei den Autos. Und dann ich meine, die eigentlich froh für Lützeburg an 18 Jahren, als wie Lützeburg sich noch positioniert, wann Kamion, wann ganz viele Kamion mal elektrisch fuhren. An mir Hunlo auch mal im Logistiksektor, da an 3 Wochen als eine Reunion, auch der Logistiksektor zu Lützeburg, all die großen Spediteuren, die sitzen sich auch mit uns zusammen, für darüber nachzudenken, wie gesagt, der Metier vom Spediteur aus bei der Cargolux, beim Multimodal, bei anderen am Zeitalter vom Klimaschutz. Ich meine, auch sie wissen, dass diese Kamion keine Zukunft haben. Und noch da gesagt ihnen, dass Dolo ein ganz andere Willen als wie das vielleicht noch für ein paar Jahre als für Matt als zusammen Zukunft viel zu bereden.
Tipptopp, merci. Das ändert vor allem Bedenken rund um Batterien, also weiter bei der Elektromobilität, mit das mehr mal nicht mehr. Wir hatten doch schon pure Reunionen so legitim ist. Ich wollte natürlich für allem dem Carol und dem Claude eine ganz große Merci so für die interessanten Erklärungen an Eisen. Wir werden das heute noch an den nächsten Tag online setzen, wie immer Mathe 4 an der Mathe-Schmengen. Du werden da vielleicht mit dem Maßnahmenplan vom Klimapakt stand der Dinge, die Carol versprochen hat. Und ich will noch dass wir Thema drüber bleiben, wenn Leute die no gelauscht tun so mir gegen das opportun fand für vielleicht spezifisch Veranstaltungen zu dem oder dem Thema zu machen, die das rohe Schmatt. Wir bleiben run. Christoph, ich habe auch immer Blog an meiner Wasserstoffposition von Neusmann Energiegruppe, die wird auch noch gleich rauskommen. Wir schaffen in der Photovoltaikposition. Ich meine, es bleibt spannend. Auch mit allen Diskussionen, die man hatte mit dem Ausbau von der Photovoltaik und so weiter. Ich will nicht viel Merci und ich will Christoph fragen, Christoph, willst du nach ich der Person oder frist du schon für hin zu gehen? Ich will auch Merci, so finde ich nicht weiter. Wenn da viel Merci ist, alle gut, also für allem den zwei Reden an. Vielleicht auch vom Carol von mir als große Merci. Ich meine, mir war froh, dass die Initiative geholt hat. Für uns hilft das auch, wenn wir mit ihr zusammen können, als Plan durchlehnen, dass die also auf Schwerstellen aufmerksam werden und dass wir dann zusammen schaffen, wie zum Beispiel im Bereich von der Renovation oder wie irgendwie gucken, was das ein guter Kompromiss Solär an Landwirtschaft, dass wir da können zusammen schaffen. Und wir brauchen eher ein Engagement, für dass wir zusammen weiterkommen. Für die Leute von der Landwirtschaft, wir haben eine nachtig eine Veranstaltung zusammen mit den jungen Bauern, mit einem ganz guten Referent von Bresel, vom NABU, die spezialisiert ist auf die Packreform, die probiert, das verständlich rüberzubringen. Ich freue mich da richtig drauf. Das war es. Vielmals merci, ihr alle, an einen ganz schönen Abend. Merci. Merci, schönen Abend. Ciao. Merci, schönen Abend. Merci.